wieder wisst, der kann manchmal gut das Sujet von diesem Jugendlichen, es geht um mentale Gesundheit, und mit Wohlbefinden spezifisch bei Jungen, aber Jugendlichen. Bon. Das ist ein Sujet, die du sicherlich an der Aktualität war, aufgrund von Covid mir nicht nehmen. Wenn ihr zum Beispiel schon 2017 zurückguckt, auf den Jugenddialog, war dem schon so, dass Santé mental von den wichtigsten Themen für die Jugendlichen war, noch an sich der 5. Jugendpol definiert Ginas. Das ist ein Sujet, der noch nur der Krise noch immer aktuell sind, aber wenn dann noch weiter schaffen muss, das auch an der Vergangenheit schon geschafft drauf gehen, wie die all die Initiativen, Projekte, die da präsentiert werden, kreieren, weisen und sich. Ja. Vielleicht ganz kurz zum Jugenddialog. Ich weiß nicht, die meisten von der Schweden wahrscheinlich kennen, sind da vielleicht auch erinnert, wo das nicht der Fall ist. Der Jugenddialog ist und sich eine EU oder eine europäische Struktur, ein europäischer Prozess, wo Jugendliche aus der ganzen Europäischen Union zusammenkommen, über bestimmte Sujets, wie zum Beispiel Santé mental oder auch Jugendpartizipation, wie bei diesem Cycle der Fall ist, debattieren, schwarze Propositionen machen, die dann mit Policymakers, mit Experten beschwart gehen und die dann in fine und sich sollen auch die Politiken europäischen und nationalen Level finanzieren an der Favor von den Jugendlichen. Der Jugendliche ist dann natürlich auch ein Teil von diesem Konzept, ein Teil von diesem Kader. Und der But ist es dann am Moment, und auf der Seite Informationen rauszuvekulieren über die Informationen, die schon bestehen, noch über die Projekte, die bestehen. Und dann auf der anderen Seite am zweiten Teil vom Jugendlichen und sich auch den konkreten Input von Jugendlichen und von Jugendorganisationen zu kreieren, sodass wir das mit an den Dialogsreport und dann mit auf die internationalen Konferenzen holen können und dann, ja, wie gesagt, Politiken hoffentlich auch finanzieren können. Ja, par rapport zum Agenda werden wir aufhängen und sich mal eine erste Introduktionsparty, wo der Jugendbericht durch den Jugendforscher, den Andreas Heinen, kurz erklärt wird. Donno wird dann knall und sich so Sicht auf Santé mental von den Schüler und Schülerinnen elaborieren. Dann in einer zweiten Party, wie gesagt, werden wir ein bisschen die Initiativen und Good Practices vierweisen, wo du schon bestehen. Das ist auf der Seite durch die Jugendhilfe entschädigt, durch die Zarathusing-Petition von letztem Jahr und auch durch das Projekt Mind My Mind von der ANISH an Jungstärke von der DLJ. Ja, kurz vor dem Schluss wird dann noch eine ministerielle Intervention und sich gehen. Wird die gehen. Ja, durch den Manje an der ganzen Schluss, wie gesagt, werden die Personen oder die Jungen, die am Livestream oder auch die Männer Jungen am Livestream Möglichkeit kreieren, für Fragen stellen und dann hoffentlich auch eine qualitativ Antwortgebäude kreieren. Ich meine, da können wir auch vielleicht direkt zu mich kommen. Dann kommen wir direkt bei dem Jugendbericht. Der wird ja alle 5 Jahre ausgeschafft an den Andreas Heinen, Jugendforscher von der Uni Lützeburg, den ist auch gerade dabei, darunter zu schaffen. An hier stellt da ist nur 4, was hier in dem Moment genau sitzt. Andreas Heinen. Guten Morgen. Könnt ihr mich hören? Ist okay? Ja. Okay. Ja, vielmals merci für die Introduktion, auch noch für die Invitation und den Jugendrat, und den Mike de Waha, Nadine Schmidt, aber auch die anderen Leute, die am Hintergrund und auch im Vordergrund drunter schaffen. Ja, die hat mich gefreut, für den Jugendbericht zu schwätzen. Das meine ich ganz gern, auch weil ich schon ein paar Jahre am Gang gesehen, um Jugendbericht zu schaffen, mit einer großen Equipe hier auf der Uni Lützeburg. Wir schon ein paar Jahre das machen. Und wie die auch gesagt hat, am Gang sind den neuen Rapport, den die geschwunden nächste Woche rauskommt, fertigzustellen. Ich werde 2 Sachen machen. Die erste Sache, ich werde eine Person zum Jugendbericht allgemein, Konzept, Funktion vom Jugendbericht, aber auch bis zu dem Rapport, den du rauskommt, so kein Resultat mehr, aber schon eine Übersicht, was da so die inhaltlichen Schwerpunkte sind, als ja, Schwerpunkte, die mir du verschafft und die mir da Werte präsentieren. Für die echt, das kennen vielleicht viel von euch. Der Jugendbericht geht auf das Jugendgesetz von 2008 zurück. Das ist am Anfang Basis vom Jugendbericht, den verschiedene
Ziele von der Jugendpolitik festlegt, also das Jugendgesetz, also von der Partizipation zum Beispiel, von der Transversalität, aber auch, und das ist wichtig für den Jugendbericht, am Jugendgesetz ist festgelegt, dass Jugendpolitik auf Wissen über Jugendliche soll basieren. Das ist wichtig, ein Artikel, den dann ist, auch relevant ist für den Jugendbericht, weil genau am Jugendbericht geht auch den Artikel am Anfang auch umgesagt, weil mit dem Jugendbericht eben die Wissensbasis erstellt wird. Und auch sogar auch am Jugendbericht das genau festgelegt hat, eben so Jugendbericht alle 5 Jahre muss hier gestaltet gehen vom Minister, den für die Jugendpolitik zuständig ist. Und das ist genau das, was wir auf der Uni 2010 auch machen. Vielleicht ganz kurz, das wird wahrscheinlich viel von euch auch schon kennen. 2010 haben wir den ersten Jugendbericht vorgestellt. Das war ein erster Bericht, der war mehr breit thematisch. Man hatte ganz viele verschiedene Themen, die wir da behandelt haben. Das ist gegangen von Partizipation über Education, Integration und so weiter. Ganz breiten Überblick über die Situation Jugendlicher. 2015 haben wir dann einen zweiten Rapport vorgestellt, der war ein bisschen mehr speziell, also inhaltlich, also im Übergang vom Jugend- und Erwachsenenalter. Da spielt dann Thema den Übergang an den Berufen eine große Rolle, aber auch Übergang zum Beispiel, was Funde betrifft oder Privatsituationen, die sich am Jugendalter verändern, aber auch so Sachen wie Partizipation, bürgerschaftliche Teilhabe. An lo interessant, das war der nächste Rapport, den wir gesucht, den wir gerade am Gang sind, viel zu bereden. Das ist der Rapport, den die nächste Woche rauskommt. Das ist ein Rapport, den bekümmert sich im Thema Wohlbefinden und Gesundheit für Jugendliche. Da komme ich noch ein drauf zurück, auf die Inhalte. Einfach als wichtigen Hintergrund noch für zu sagen, also der Jugendbericht, auch die 3 Jugendberichte, die mir auf der Uni vorberät, auch geschrieben, also das Rapport, den noch an einer Administration, an einem Ministerium geschrieben wird, mit am Anfang von externer Forschungsgruppe. Das, weil ich schon gesagt habe, haben wir im Gesetz auch festgelegt, eine Basis für Jugendpolitik, aber auch für Jugendarbeit, für die Praxis zu Lützeburg. Das ist auch ganz wichtig, da legen wir auch ganz großen Wert drauf. Das heißt, Adressaten sind an der Jugendpolitik, an der Praxis. Das ist aber auch wichtig für euch selber und auch in unserer so mal wissenschaftlicher Community. Da gibt der Rapport auch gelesen und auch vorgeholt. Was sind wichtig, vielleicht Charakteristiken vom Jugendbericht heute zu Lützeburg? Was für uns wichtig ist, dass wir mit verschiedenen Theorien schaffen, also interdisziplinär, an den Jugendbericht auch einen guten theoretischen Fond hat, mit dem wir schaffen, an wir verschiedene disziplinäre Ausrichtungen, das geht von der Soziologie, Psychologie an auch Pädagogik. Wir schaffen mit verschiedenen Donnerien, also wir haben groß quantitativ Donnerien, natürlich mit Prozentzahlen, mal ganz einfach gesagt, wo wir einen Überblick gehen über Entwicklungen und Situationen. Wir haben aber auch qualitativ Donnerien, die gehen ein bisschen mehr an Dave, wo wir dann echt aus der Perspektive von Jugendlichen auch mehr komplex Sachen können beschreiben, die aus ihrer Sicht dann können durchgestaltet gehen mit qualitativen Methoden, Interviews. Setzen wir das um. Und dann ist ein dritter Punkt, was wir mal als Agenda-driven oder Agenda geleitet genannt haben. Der Jugendbericht ist ein bisschen ähnlich wie einer Forschungsprojekten, auch natürlich von einer politischen Agenda und von einem politischen Diskurs natürlich beeinflusst, weil der Rapport ja auch politisch und auch für die Praxis einen Impact soll haben und natürlich dann auch vom Inhalt und von dem, was am Rapport und Themen abgegriffen wird, was auch immer eine gewisse Relevanz soll haben für Politik und Praxis. Wichtig zu sagen ist noch generell, was wir an den Berichten immer versichern oder was wir auch immer so gut wie wir das können machen, dass wir wirklich Perspektiv von den Jugendlichen wollen am Bericht auch sichtbar machen.
Natürlich, wir wollen auch aus der Perspektive von Jugendlichen Sachen, Situationen, Entwicklungen beschreiben. Natürlich geht da nicht nur um Deskriptionen, Statistiken und so weiter. Es geht auch dann wirklich darum, für hier Perspektiv ranzukriegen, aber auch immer zu gucken, was sind gesellschaftliche Strukturen, was sind auch quasi die Umstände, unter denen Jugendlichen abwürzen, an wiefern beeinflussen die Situation und Verhalten von den Jugendlichen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. So, ich werde nur noch kurz zu dem kommen, was wir am Gang sind, auszuschaffen, und das den Rapport 2020, den wir für 3 Jahre angefangen haben, wo wir Leute, wie gesagt, bald fertig sind, das der Rapport über wohlbefandene Gesundheit. Dazu ganz kurz, das ist ein Rapport, wo die 2 Themen am Vordergrund stehen, also aber kein Rapport sonst als medizinischer Rapport gedurcht mit Statistiken über, können Sie sich vorstellen, von Kliniken oder Krankheiten und so weiter, mit das echter sozialwissenschaftlichen Bericht, wo wir ein ganz umfassendes Verständnis für wohlbefandener Gesundheit mit umfassenden Verständnis schaffen. Also wir gucken, ob die körperlich seid, die ist ganz wichtig, wir gucken also aber auch die mental und auch ganz wichtig die Sozialdimension für Gesundheit, Wohlbefinden und was sind Einflussfaktoren auf Gesundheit, was sind psychisch, ja, vielleicht auch Probleme, Entwicklungen, die muss gucken, nie auf den körperlichen Aspekte. Wichtig ist auch, da komme ich rum auf den Punkt, den ich für schon angesprochen habe, die subjektiv Bewertungen, Perspektive für Jugendlichen, ob Gesundheit, ob Wohlbefinden, sind ganz wichtig. Es geht darum, eine aktuelle Beschreibung zu machen, auch zu gucken, wie Jugendliche sich verhalten, also was sind Handlungen. Es geht nicht nur darum, also Jugendlichen zum Beispiel krank oder gesund, mehr auch was möchten, aber was sind noch Einflussfaktoren, wo gibt es Unterschiede. Dann haben wir also auch angeguckt, was für einen Einfluss verschiedene Kontexte für Jugendliche haben, beispielsweise Schule oder auch Jugendhäuser, an denen Jugendliche hier Zeit mehr oder weniger oft eben verbringen. Ganz kurz zum Inhalt. Schon gedacht, es wäre vielleicht interessant für ihr auch mal zu sehen, was sind so inhaltliche Schwerpunkte am Jugendbericht, wo hast du den Fokus gesagt? Und ich gedacht, ich weiß nicht mal die zentralen Deler oder ja, Themen am Jugendbericht. Für den ersten Teil ist etwas, was wir werden am Jugendbericht durchstellen, das sind mal das nennen wir Rahmenbedingungen, das ist am Anfang so Situation zu beschreiben, wie es die Rahmenbedingungen zu Lützeburg an wiefern die einen Einfluss auf wohlbefandener Gesundheit. Ein zweiten Teil ist, ja, den ist zentral, weil es da wirklich Wohlbefinden an Gesundheit geht, an wie Jugendliche das einschätzen. Also beispielsweise, was verstehen Jugendliche in der Gesundheit, in der Wohlbefinden, was ist das für sie? Wie gut geht es ihnen, wie als allgemein hier Zufriedenheit mit ihrem Leben, aber dann auch Aspekte wie körperliche, mentale Gesundheit, die dann eine Rolle spielt, einfach mal als Beispiel Übergewicht als ein Thema, was wir da beschreiben, oder auch Mentalkrankheiten. Ein dritter Punkt, da ist echt also das Verhalten von Jugendlichen, den am Mittelpunkt steht. Was machen Jugendliche für ihr Wohlbefinden und hier Gesundheit? Das war für uns ganz wichtig zu gucken, auf das Verhalten von Jugendlichen. Was machen sie ja, für ihr Wohlbefinden, hier Gesundheit zu verbessern? Wo gehen da auch Verhaltensweisen, die echt ja, schlecht sind? Ne? Zum Beispiel, das geht dann über Tabak, über andere Substanzen, aber auch mehr generell Ernährung, Sport und so weiter. Also eine ganze Reihe von Medien natürlich ist das auch ein wichtiges Thema, was wir da beschreiben. Was auch wichtig war für uns, das werden wir auch durchstellen, was Motive sind, also für was machen Jugendliche das? Ist das etwas, was ihnen gut geht, oder wie gesehen sie das, wenn sie die verschiedenen Verhaltensweisen weisen? Und dann ein wichtiger Punkt, wie verschaffen sie spezifische Belastungen, wie gehen sie da mal da Stichwort Coping-Strategien.
das ist so die individuelle Perspektive, also was möchte Jugendliche, und dann das wäre nur den Punkt 4, was sind dann nur die Faktoren, die am sozialen Umfeld eine Rolle spielen. Und da haben wir als ganz speziell geguckt, Familie, auch noch Peers, also ein Einfluss von denen, wie Jugendliche die gesehen, im Zusammenhang mit ihrem Wohlbefinden. Und dann noch, das hatte ich für Drusch schon gesagt, speziellen Blick auf Schule, Jugendheiz, am also auch noch Foyer, nach Slemo-Strukturen geguckt, an auch Jugendliche, die an ihrem Arbeitskontext sind. Also wie die Kontexte Wohlbefinden beeinflussen, wo Jugendliche da ja, sich gesehen an dem Zusammenhang. Ja, dann noch 3 andere Punkte, die auch wichtig sind. Erstens, den hat man noch die Perspektive von Experten mal dran geholt haben, also noch mit Experten aus verschiedenen ja, politischen Bereichen und auch ja, Praxisbereiche geschwart, für ein bisschen komplementär zu der Sicht von Jugendlichen herauszufinden, was gesehen sie, die Experten aus ihrer Erfahrung von Herausforderungen an wie geht über Gesundheit und Wohlbefinden geschwart, wie gesehen sie do die Konzepte, wovon sind die Konzepte beeinflusst. Also das ist echt also eine Perspektive von der Fachpraxis, auch von der Politik, die ein bisschen komplementär zu dem, was Jugendliche so gehen, die wir zu stellen. Und dann der 6. Punkt, das war etwas, da hat mir, wie wir für 3 Jahre mit dem Jugendbericht angefangen hatten, einen Schnitt gerechnet, dass wir als mit der Pandemie auch noch müssen beschäftigen. Das ist etwas, was letztes Jahr noch dabei kommt, was wir so tun, wir mussten eigentlich in dem Bericht auch das Thema berücksichtigen und dann noch eine Etude aufgebaut, ein großes Survey, ja noch qualitativ, eine qualitative Etude für auch das Thema von der Covid-19-Pandemie am Bericht zu berücksichtigen und froh, wie sie Jugendliche Pandemie und Maßnahmen. Und dann als letzter Punkt, das man eigentlich immer, das auch an den ersten 2 Rapporten schon so gewirrscht, dass man da gucke, wo gehen es Defien für Politik, für Praxis, wo gehen es so Spannungsfelder an, wie können die ein Ausgangspunkt sind, auch für dann Maßnahmen an Politik zu gestalten. Und das wäre eigentlich dann noch den Übergang zu dem, für das der Jugendbericht eben auch gedurcht ist, ne, dass der Jugendbericht eine Informationsbasis für Politikerpraxis gibt. Noch ganz kurz am letzten Slide darüber an, also die Vertreter vom Ministerium, die könnten das wahrscheinlich noch viel besser, mehr im Detail erklären, weil nur dem Jugendbericht könnte noch ein ganz Phase von Konsultation, noch Partizipation, wo quasi vom Jugendbericht dann rübergeht an den Jugendpakt. Da wird dann auch mit den Resultaten vom Jugendbericht geschafft und dann an den Jugendpakt dann rangehen. Aber dazwischen stehen eben ganz viele Prozesse noch für Partizipation, wo dann nie auf dem Jugendrat dann eben noch andere Akteure involviert sind. Ja, und so gesagt das dann aus. Also wir werden dann in den nächsten Wochen, wenn der Bericht da fertig ist, wird präsentiert am Parlament, und da könnt auch in Phase noch, wo dann Ende dann der Jugendpakt als quasi Instrument oder als politisches Dokument fertig ist, wo die Strategie da von der Jugendpolitik da festgehalten wird. Genau, das wäre wohl am Kurzdurchlauf. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen erklären, was der Jugendbericht ist, was die Ziele vom Jugendbericht sind, wo er aufgebaut ist. An den einen oder anderen wird sich dann vielleicht mal die Interesse dann die Rapport dann angucken, den dann in den nächsten Wochen rauskommt. Vielmals merci. Ja, da so nicht direkt mal vielmals merci für die ganz interessante Präsentation. Und ich meine, jeder freut sich schon ob Publikation vom Rapport. Und sind wir sicher, die werden wir dann noch alle Leute, wenn wir Zeit von der lesen. Als nächstes werden wir uns um der Knall, spezifisch um Marie, was da gibt uns auf der einen Seite Sicht von den Schüler und Schülerinnen, ob mental Gesundheit und Wohlbefinden elaborieren und dann oder auch spezifische Projekte von ihnen präsentieren. Also ich will mein Projekt, also die Erklärungen weiter auf Französisch machen, hat mich stärkt aus. Ich hoffe, ich stört nicht so viel.
Alors, pour commencer, bonjour, je m'appelle Marie Ruffina, je suis la secrétaire dans la CNEL, le Comité national des élèves du Luxembourg. La CNEL est une sorte de grand Die CNEL ist eine große Gemeinschaft für sämtliche Schuleinrichtungen in Luxemburg, also für alle Schulen. Die zwei Vertreter entsenden in den Ausschuss, um die Schulen zu vertreten bei den wichtigen Entscheidungen im Bereich der Erziehung. Die CNEL nimmt auch die Sorgen der Jugendlichen wahr und präsentiert sie. Bereits vor der Pandemie war das Thema der geistigen Gesundheit ein wichtiges Thema, besonders nach verschiedenen Ereignissen in den Schuleinrichtungen, Mobbing unter anderem und auch die Folgen, gelinde gesagt, und auch die Depressionen und den Stress, den die Schüler wegen ihres Studiums oder der Prüfungen erfuhren. Wir haben mehrere Diskussionsforien, um das Problem genauer zu verstehen und was wir dagegen tun können. Zum Beispiel die Sensibilisierung und die Informationen spielten eine wichtige Rolle mit und auch Diskussionen mit Experten. Die CNEL konnte wirklich erst während der Pandemie aktiv werden, als wir festgestellt haben, dass es nicht mehr so weitergehen konnte. Am häufigsten wurde das Thema erwähnt, dass die Schüler und die Gesellschaft sehr große Tabus bezüglich der geistigen Gesundheit entwickelt hat. Die geistige Gesundheit, zum Beispiel auch Stress und Depressionen, wurden nicht wirklich ernst genommen. Es wurde ihm gesagt, das wird vorübergehen oder es geht von selber. Einige Schüler sagten, ja, ich fühle mich hin und wieder müde oder ich bin es satt. Das schafft natürlich eine Kluft zwischen den Schülern und zum einen und den staatlichen Einrichtungen, was natürlich die Hilfe, die Unterstützung der Jugendlichen behindert. Oft herrscht auch Angst vor dem Denken anderer, die Angst, als nicht normal gesehen zu werden. Und wir haben sehr viele Fortschritte gemacht, besonders während der Pandemie, als wir effektiv festgestellt haben, dass es sich um eine Krankheit handelt, die man ernst nehmen sollte, die man nicht belächeln sollte. Das gibt es tatsächlich und wir haben sehr viele Fortschritte gemacht für die Schüler und auch in der Gesellschaft. Wir haben auch verschiedene Aktionen unternommen, um das Bewusstsein zu schärfen oder zu bilden, zunächst einmal mit Schülern und auch mit professionellen Experten, damit auch Instanzen des Staates. Wir haben ein Projekt geschaffen, das von dem Jugend- und Kindministerium beauftragt wurde, wo verschiedene Probleme behandelt wurden, also auch mangelndes Selbstvertrauen, Depressionen oder Überdrüssigkeit. Das Ziel ist natürlich, die Sorgen und Probleme der Schüler zu berücksichtigen, zu analysieren und auch zu handeln. Es werden mehrere Aktivitäten vorgeschlagen, auch Multimedia-Inhalte wie Videos, Clips, Audioclips, die verschiedene Situationen im Alltag darstellen. Auf diese Weise möchten wir zu einer Diskussion hinleiten zwischen den Schülern, zu einem Austausch, Schüler, die sich darin wiedererkennen. Vielleicht bringt das auch einige dazu, Hilfe zu suchen oder den ersten Schritt zu wagen. Zu wissen, dass es doch Hilfe gibt für die eigene Situation. Das führt uns zu einer Aktion, auf die wir sehr stolz sind, mit dem CEPAS, mit auch verschiedenen Jugendassoziationen haben wir eine Aktion eingeleitet mit der Botschaft, du bist nicht allein, trau dich. Es besteht aus einem Video mit Sätzen, auch motivierenden Sätzen. Du kannst dich schlecht fühlen, das ist nicht schlimm, das ist normal und du hast das Recht, Hilfe zu bekommen. Das ist ebenfalls normal, es ist dein Recht und man braucht sich dafür nicht zu schämen. Nichts hindert dich daran und nichts dürfte dich daran hindern. Du bist nicht allein. Es gibt andere, die das Gleiche fühlen und es gibt auch verschiedene Hilfeleistungen. Es werden auch Informationen verteilt mit Adressen und Namen, Kontaktadressen, an die die Schüler sich wenden können, um
zu reden, wenn sie sich nicht wohlfühlen oder ganz einfach um ein Gespräch zu haben mit jemandem. Wir möchten auch die einzelnen Personen danken, die an diesem Projekt teilgenommen haben, die Experten, die sehr kreativ waren mit dem Theaterstück, das man wirklich sehen sollte, und natürlich auch die Schüler. Wir danken auch dem Staat dafür, dass die Knell ernst genommen wurde und auch die Problematik nicht auf die leichte Schulter genommen wurde. Vielen Dank. Wir müssen entschuldigen, dass es heute so ein kleiner Retard gibt, weil wir müssen immer den Ton ausmachen und dann das Mikro nicht un, dann ist das heute so ein bisschen kompliziert. So, vielmals merci für den interessanten Resümee von Ihren Aktivitäten und Ihrer Funktion. Nun kommen wir bei einem zweiten Teil, wo wir über andere Good Practices, also Initiativen, Beispiele am Bereich mental Gesundheit schwatzen. Und ich habe es vergessen, nämlich schon gedacht, Marie Brufina kann ich das Video und nee, ich muss das Video auch können. Wir gucken natürlich auch das Video, von dem so viel geschwatzt ging ist. Und ich meine, es geht gleich los, ja? Okay. Hey du, Ja, du. wie geht dir? Ich bin entschieden, ein Video zusammen am CEPA zu drehen mit einem ganz wichtigen Message. Ja, nach dem Message. Und wir als Jugendorganisation haben uns gedacht, wir müssen am CEPA in Aktion gehen. Eine Aktion für die mentale Gesundheit 40 gehen. Das ist aber wichtig, Minuten nur zu lauschen. Ja, wir wissen, du fragst dich wahrscheinlich, welche Message du soll kommen. Das ist extrem wichtig. Fühlst du dich gestresst oder emotional überlastet? Demotiviert. Du bist in der Schule, familiäre Situation. Schwarz drüber. Du bist nicht allein. Mir ehrlich, das kann dir wirklich direkt weiterhelfen, wenn dir nicht gut geht. Den Kollegen, den Älteren. Stelle Personal oder Psychologen. Jeder kann dir helfen. Wenn du an der Schule gehst, wirst du Kärtchen kriegen. Mit Informationen, wo du dich wenden kannst, sonst du meinst, dass es zu weit ist. Ich persönlich habe mich um den Service gewandt und habe mir geholfen, mit einem zu schwatzen. Wir machen das Video zusammen mit dem CEPAS, weil wir meinen, dass das wichtig ist. Du bist wichtig. Trau dich. Hol dir die Hilfe. Trau dich! Okay, so. Ja, tut mir leid, wenn ich ein bisschen pressiert war, über den nächsten Punkt zu kommen. Da kommen aber nur bei den nächsten Punkt. Mir das passt ja dann am Thema, weil heute geht es um das Kanner-Juren-Telefon und einen neuen Chat, den sie das Woche vorgestellt haben. Und heute geht es ein Peer-to-Peer-Approach für eine Zucht. Beratung, ich weiß nicht, ob ich das so nenne, aber das kann Barbara Gorges-Wagner als erzählen. Die darf ihre Mikro ummachen, Barbara Gorges-Wagner. Ja, also mein Name ist Barbara Gorges-Wagner vom KJT, Kanner Jugendtelefon. Ich freue mich über die Einladung zum Jugendtisch. Und mentale Gesundheit und Wohlbefinden von jungen Leuten, es liegt uns am Herzen. Und vielleicht gerade deshalb, weil wir auf unseren Online-Helps und auf dem Telefon 116 111 eben auch wirklich viel mitbekommen. Könnt ihr vielleicht die nächste Seite drücken? Ich kann das jetzt von mir. Danke. Hier seht ihr, dass wir die Woche den Jahresbericht vorgestellt haben. Ihr seht, das Maskott vom Kanner Jugendtelefon trägt eine Maske, was einfach auch zeigt, dass wir mitbekommen haben, dass die Pandemie und all das, was damit verbunden ist, wirklich nicht spurlos an Jugendlichen vorbeigegangen ist. Ich würde jetzt gerne hier, da ich einfach nur wenig Zeit habe, nur ganz kurz darauf eingehen, was das aus Sicht vom Kanner Jugendtelefon bedeutet und warum wir denken, dass wirklich so Chatberatung, Onlineberatung, Telefonberatung so wichtig sind. Vielleicht könnt ihr gerade die nächste Slide drücken. Hier ist ganz kurz zu sehen, dass einfach an alleroberster Stelle in diesem Jahr steht die Kategorie psychosoziale Gesundheit. Das ist das, wo, wenn man auf die Online-Help guckt, und auch die will ich hier nur kurz ansprechen, weil die zeigt am deutlichsten, was sich in diesem Jahr wirklich Besonderes getan hat, haben wir in dem Bereich psychosoziale Gesundheit da auf der Online-Help insgesamt 313 Anfragen
Und das ist richtig viel, weil im Jahr davor hatten wir wesentlich weniger in diesem Bereich. Vielleicht der nächste Slide. Hier sieht man, wenn man da noch mal ein bisschen genauer hinguckt, was bedeutet das eigentlich, eine Kategorie psychosoziale Gesundheit beim Kanner-Jugendtelefon. Das sieht man, und das ist eben auf der Online-Help besonders gravierend, dass sich im Bereich suizidale Gedanken, Suizidalität die Zahlen bei uns verdoppelt haben, fast verdoppelt haben, von 23 auf 46. Das ist richtig viel und macht uns richtig besorgt. Es geht aber auch um Depression, auch da von 14 auf 21. Es geht um Angst, um Sorgen von 8 auf 18. Es geht um Einsamkeit von 2 auf 6. Das sind jetzt keine Zahlen, wo es um Millionen geht, aber hinter all diesen Zahlen steckt ja ein junger Mensch, der allein ist und auch verzweifelt ist womöglich. Und das hat schon ein gewaltiges Ausmaß, wenn das so geballt auf der Online-Help ankommt. Vielleicht die nächsten Slide. Hier, und da komme ich jetzt auch schon zu unserem Projekt Chatberatung, wir haben an einer neuen Webseite gearbeitet, die jetzt auch online ist. Und wir hoffen sehr, dass es einfach auch ein besserer Zugang für junge Leute ist, direkt und unkompliziert zu uns zu kommen, weil man sieht die Menüleiste, wo man nur draufdrücken muss. Und wenn man dann einen Schritt weiter geht und auf den Call-Button drückt, ist man schon direkt mit dem jeweiligen Dienst verbunden. Also das ist wirklich ganz einfach. Und wenn man dann, und das ist wäre dann der nächste Slide, haben wir seit gestern ist die Chatberatung richtig toll gestartet. Wir hatten schon tolle Chats gestern. Das war super, weil das ist total was Besonderes jetzt für uns. Wir haben ein Team von jungen Chatberatern zwischen 18 und 25, mit denen wir gesprochen haben, die wir ausgebildet haben. Und ich denke schon, dass man Berater sagen kann, weil sie machen Beratung im Kontext von wirklich schwierigen Themen, die sie selbst aus ihrem eigenen Leben gut kennen und wirklich gut verstehen können, richtig gut verstehen können, worum es geht und auch Ideen haben, wie man da irgendwie, wenn es einem wirklich gar nicht gut geht, wieder weiterkommt. Ja. Und dann vielleicht noch der nächste Slide. Da sieht man, dass es wirklich einfach ist, wie man sich bei uns anmelden kann und wenn man sich da registriert hat, sofort in dem Live-Chat ist und dann mit jemandem direkt verbunden ist. Ja, ich denke so von der Zeit her, jeder, der da mehr zu wissen will, kann ja anrufen. Wir können mehr dazu erzählen. Vielleicht würde ich einfach zum Abschluss, wir haben, um unseren Chat zu promoten, alle Dienste sind immer nur so gut, wie sie auch bekannt sind bei der Zielgruppe, also bei Kindern und Jugendlichen, die traurig sind, die sich allein spüren. So werden wir jetzt die nächsten Wochen und Monate gucken, dass unsere Chatberatung neben den anderen Diensten auch bekannt wird. Und da wäre es vielleicht schön, einfach noch den Video einzuspielen und dann ja direkt vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Super, und das war dann das Video. Da so auch mal den Barbara Gorges-Wagner und bei der ganzen Equipe und sich merci für die Präsentation und dann auch für die ganze Arbeit, besonders während der Covid-Krise über das letzte Jahr. Und ja, ich hoffe dann, dass deren neues Service so viel, oder hoffentlich nicht viel Success wird tun, wenn das einfach dazu kontribuiert, dass die Santé mental bei den Jugendlichen sich verbessern wird. Und die nächste Initiative ist auch ganz interessant, weil sie weiß, dass Projekte und Initiativen nicht nur von Organisationen und Jugendorganisationen kommen, wie doch die Jugendlichen selber sind, die schon eine Conscience für die Probleme von der Santé mental haben und dass sie auch selber agieren wollen
Und ich will auch nicht ganz viel so, aber ich gebe einfach mal so, und das stimmt, den Saratos wird gehen, und dann kannst du den Petition 1615 einfach ganz schnell präsentieren. Moin, ich bin Sarah und ich wollte also denke, vielmals merci so für die Möglichkeit, Petitionen zu präsentieren. Schon die Petition für ungefähr einem Jahr gemacht und sie hat als Titel, gerade so wie der Schuldoktor, soll ein Psycholog als 2 Jahre an die Schule kommen. Und ich meine am Anfang, dass wir als alle guten Ehen sind, dass die psychische Gesundheit mindestens genauso wichtig ist wie die mentale Gesundheit. Und mein Problem damit war am Anfang, dass da an der Schule nicht genau so wichtig gehandhabt wird. Wir haben einen Schuldoktor, den als wir an die Schule könnt, nur dem körperlichen Wohlbefinden von den Schülern guckt und sie dann je böse war und einen Spezialist referiert. Und mein Propos ist am Anfang, dass genauso auch ein Psychologe könnt, an den den Schüler dann auch guckt und ihnen dann Informationen gibt für Anlaufstellen für den Fall, dass sie das nur brauchen. Der Psychologe gibt dann mit allen Schülern individuell schwatzen, entweder über ihre mentale Gesundheit oder über mentale Gesundheit und Wichtigkeit davon im Allgemeinen. So lege ich nämlich auch Arbeit durch Aufklärung an der Prävention und durch konkrete Gespräche und auch Weiterleiten an der Detektion. Und dadurch sind dann die zwei Domänen, die wichtig sind am Depistage, Klären von mentalen Problemen auch gedeckt. Außerdem ist es doch wichtig, dass der Psychologe extern von der Schule ist, sodass alles bis auf die ursprüngliche Entrevue und unabhängig von der Schule ist. Weil so fällt dem Schüler dem mir einfach sich einem unzuvertrauen, weil nicht am Schulalltag mit der Person konfrontiert wird. Und außerdem muss der Schüler sich der Mann Gedanken machen um seine Privatsphäre an der Schule. Durch die ganze Idee können am Anfang Hilfe bei den Schülern und nicht umgedreht. Der erste Schüler muss sich Männer überwinden, für selber Gehilfe zu kriegen. Und sich geht alles darum, für die Hemmschwelle, die da ist, so klein wie möglich zu machen und so einfach zu machen für Schüler, wie möglich für sich einem unzuvertrauen, wenn er das braucht. Und ich fand immens wichtig, dass schon im jungen Alter die Stigma, den rund um mentale Gesundheit ist, einfach verschwindet und dass ihn so frei wie möglich lehrt, dass es an der Reihe so gut ist, wenn er sich die Hilfe hält, die er braucht. An der Pubertät hauptsächlich, da ändert sich alles so rundherum ihn und alles an einem. Und übrigens ist es essentiell, dass er da schon die Unterstützung kennenlernt, die einem dann hoffentlich alles für mich einfach macht. Und am Plus fand ich, dass wenn ihn als junger Mensch lernt, dass es normal ist, nur Hilfe zu fragen, wenn ihn sie braucht, dass ihn dann als Erwachsenen oder im Erwachsenenalter vielleicht auch meine Probleme damit hat. Und dann auch noch spätestens mit dieser Pandemie haben wir gelernt, dass wir alle Guten zusammenhalten. Und ich fand wichtig, dass den Esprit auch an puncto mentale Gesundheit weitergeführt wird und hauptsächlich an Schulen auch mal weitergeführt wird und dass das prioritär ist. Und ja, vielmals merci für die Nulllästerin und noch ein Geld, dass ich das vorstellen konnte. Und schon noch das Video, da kann ich die dabei sein, wo das geht. Das Petition steht dafür, dass alle 2 Jahre ein Psychologe an die Schule kommt, der genauso wie der Schuldoktor die Schüler examiniert. Die Schüler müssen da hingehen, mit als vielen aber über los, ob sie am Privaten mit dem Psychologen schwätzen oder nicht. Und am folgenden Video wird erklärt, für was das gut ist. An der Schule befindet sich am Moment des CEPAS. Das ist eine psychologische Betreuung, die betroffenen Schüler absichern können. Aber für dahin zu gehen, muss der Schüler den ersten Schritt machen, also selber überwinden. Er muss sich also selber angestehen, dass er Hilfe braucht, aber erst dann kann er Gehilfe kriegen. Aber wenn es einem nicht gut geht, sich die Leute nicht direkt Hilfe ab. Wie kann ihn die Hemmschwelle also überbrücken? Das kann ihn machen, indem die betroffene Person nicht mehr bei dem Psychologen muss gehen, mit dem bei sie könnt. So leidet die einzige Schwierigkeit nicht mehr nach daran zu erklären, wie es einem wirklich geht. Ohne Angst, dass irgendjemand den Gag machen geht, weil der Psychologe ja bei allen Guten individuell könnt und treffen mit ihm nicht mehr nach Feier anders. Nach dem Gespräch erkennt die betroffene Person ja vielleicht, wie gut ihr das Gespräch getan hat, wie viel sie so etwas braucht, und kann da weiter Donnerien kriegen, für unabhängig von der Schule mit einem zu schwätzen. Okay, vielmals merci. Ich bin mit Liam ganz einverstanden. Also, das scheint so viel schon wie alle, weil Junge sich selber engagieren. Und darum geht es doch an dem nächsten Video, die wir gucken. Das war Thema Hilfe, die braucht sich frei genug eben zu sichern. Daran wirklich auch viel erfolgen. Da geht nämlich um das Video, die mir und da nicht gemacht für die europäische Kampagne, die Mind My Mind geheischt wird für den europäischen Tag von der Jugendinformation. Und dann haben wir mit 6 Jungen geschafft, die selber schon Erfahrung gemacht hatten für Schwierigkeiten mit ihrer mentalen Gesundheit zu haben, und die so couragiert waren, sich zu äußern und zu erzählen, wie sie das erlebt haben.
Und mehr brauche ich am Anfang nicht dazu zu sagen, wir gucken uns die Video einfach an. Alles hat angefangen, wo meine Eltern sich getrennt haben und mein Bruder ein lebensgefährliches Accident hat. Wo ich 13 Jahre hatte, und für dich in meinem Leben Suizidgedanken hatte. Wo ich traumatische Erlebnisse meiner Kindheit erlebt habe, die mein Leben bis heute prägen und verändert haben. Ich habe gemerkt, dass ich Probleme mit der mentalen Gesundheit hatte, weil ich 11 Jahre mich spät, das heißt im Januar 2014, meine Diagnose Panikattacke gekriegt habe, wo ich löserlos an den Teufelskreis von der Angst rangekommen bin. Wo ich am Lycée gemobbt gesehen und am Anfang angefangen habe, nicht mehr mich selber zu denken, nicht mehr mich als Priorität zu sehen. Wo ich mich immer mehr zurückgezogen habe, negativ Gedanken hatte und mich selber verletzt habe. An den schlimmsten Momenten habe ich mich gefühlt, wie wenn ich nicht mehr leben wollte. Wie wenn ich allein damit wäre, wenn ich nicht normal wäre. Als Kind man kein auf der Welt helfen, als wäre ich ganz allein und dazu verdammt, allein das durchzustehen. Wie wenn ich einfach kein Recht hatte, sich mich schlecht zu fühlen. Mein mentales Gesundheitsproblem bedeutet für mich, dass man oft ganz kleine Sachen ganz groß erschenken und dass oft die banalsten Sachen zu schwer sind für mich zu machen oder mal so viel kommen zumindest. Bedeutet einfach für mich, dass ich meinen Lebensplan verrückeln muss. Lo bedeutet meine mentale Gesundheit für mich etwas extrem Wichtiges, weil du sich als mentale Gesundheit genauso wichtig wie als physische Gesundheit, just dass mir das nicht so angelehrt gehen. Was für mich am schlimmsten ist, als Mann als schwach aufgestempelt zu gehen. Einfach die Stigmatisierung von den Leuten, weil sie keine Ahnung haben von einer Thematik und trotzdem über Leute urteilen. Dass ich da von vielen Leuten dann immer den Stempel abgedrückt kriege, dass ich faul bin, weil ich ja keine Arbeit noch gehe. Mir hilft wirklich der Sport an Leute, die rundherum mich sind, über mein Leben zu schwatzen und nicht mehr an mich ranzufrieren, wie ich es jahrzehntelang gemäht habe. Mir hilft wirklich, offen drüber zu schwatzen und noch zu schreiben. Der Kontakt mit anderen Betroffenen und deren gestützte Therapie, also Reutherapie. Eure geregelten Alltag zu feiern und selber ein bisschen mit sich zu schaffen, weil es kann mit einer Therapie vieles erreichen, aber am Endeffekt dass da was sein eigenes Verhalten, wo ein anderer muss, für das es dann besser geht. Ich wünsche mir, die Leute geben eben gerade nicht nur hören, was ich so, mehr auch nur lauschen. Wenn ich nicht genau nachvollziehen kann, ob man es nicht alle Jugimenter gehen und einfach so in ja, wer schon Dinger platzt, dann hätte ich das auch nicht so schlimm empfunden. Darum geht es gar nicht. Ich gebe mir wünschen, die Leute geben mich einfach wie ein normaler Mann behandeln, und nicht den, der krank ist. Ich gebe mir wünschen, die Leute geben so mit mir umgehen, wie mit einem normalen Mensch, eben just ein Mensch, der gerade eine schwere Zeit hat. Ich hätte gerne für du gewusst, dass die größten Hilfe ich selber sein kann. Der beste Therapeut kann nicht mehr für ihn aus dem Bett aufstehen, sich waschen oder sich Zähne machen. Dass es Hilfe gibt, wenn ihn sie braucht, und dass es nicht zu früh ist, für sich das Hilfe auch sichern zu gehen. Mein Ratschlag wäre, es nicht an sich anzufrieren und nicht zu lange zu warten, sich helfen zu lassen. Dass es kein Schwach ist, sich Hilfe zu holen, weil wir haben alle eine physische und eine mentale Gesundheit. Gerade so wie wenn du gebrochen Bein hast, gehst du auch bei den Doktor. Mein Ratschlag ist, schwätzt darüber und akzeptiert wie das, weil du bist nicht allein. Für dich mal ist es schon ziemlich gut, überhaupt zu realisieren, dass es einem nicht gut geht. Aber wenn ich das bis gemäht wird, das ist schon der schwierigste und den besten Schritt, wo ich gemäht wird. Es ist okay, sich nicht okay zu fühlen. Und es muss kein Kampf gegen sich selber sein. Schwarz drüber. Ich meine, da ist auch ein guter Resümee von unserer Aktivität oder dem Bild vom Jugendtisch. Ich meine, das ist effektiv wichtig, dass das Sujet von der Santé mentale auf dem Wohlbefinden von Jugendlichen noch mehr Platz kriegt am Debat publik. Und da wenn es organisieren wir das heute noch. Für dich mal gebe ich dann aber noch kurz da auch nicht merci so für Drehen und Produktion von dem Video, aber auch den Jugendlichen, wo uns sich so geäußert haben. Ich meine, das für mich, ich respektiere das ganz stark, wenn die Courage hat. Und ich weiß nicht, ob ich das selber kennt machen.
Vielleicht können wir dann noch direkt zur letzten Initiative kommen an diesem Blog, das vom Dachverband und von der Lützeburger Jugendstrukturen, der Jota, dem ich ein Kampagne mit dem Jugendstärken lanciert, auf der Webbrot, wo sie zusammen mit, oder wo die Jugendhäuser und andere Strukturen am Jugendbereich und sich Aktivitäten anbieten können und sich betätigen können. Die Idee dahinter, das relativ klar und sich auch an der Pandemie solle Junker ihr Leben weiterführen können, so gut wie es geht. Und ich meine, Carol Kremer vom DLJ werde also ein bisschen mehr darüber erzählen. Ja, guten Mittag. Merci, dass wir können als Site als Plattform Jugendstärke vorstellen. Die sind entstanden durch verschiedene Chancen, die wir mit der Jugendarbeit hatten, und auch mit dem Ministerium zusammen. Dass die Situation von Jungen eben so ist, dass sie nicht mehr viele Sachen können holen. Ich wollte die Präsentation de Gero machen lassen, wenn das möglich ist. Wir haben sie auch schon bei uns ab. Weil je nachdem, den das Site kreiert hat, kann jeder da durchführen. Merci. Die Idee ist, dass die Jungen, die nicht an das Jugendhaus gehen, können gehen oder wollen gehen. Das heißt, all die Jungen zu Lützeburg und alle Regionen vom Land können und Aktivitäten teilholen, die verschiedene Jugendhäuser proposieren, die sie dann auch machen für Junker, die nicht bei ihnen Member sind. Ja, den Giro präsentiert das und ich meine Appell und nicht all für unser Site und all die Jungen, die da kennt, weiterzuleden, weil wir kommen nicht in all die Jungen zu Lützeburg. Das heißt, wir brauchen einen Weg, wie unser Site kann auch Fabrik gehen und so alle Guten, die auch nicht an irgendeinem Jugendhaus sind und dann die Sachen von der Jugendarbeit geschickt kriegen. Dafür gebe ich euch schon merci für so viel wie möglich also Site weiterzulegen. So, ich gehe nur in die Giro, den ich kurz dadurch feiert, wieder abgebaut ist. Merci. Merci, Carol. Gute Match zusammen. Ich stelle nicht kurz das Site einfach vor, ich mache das Screensharing an. Voilà, das haben wir gesehen. Ja, wie Carol schon gesagt hat, also das Site ist eben noch entstanden vom Hintergrund von einer ganzen Corona-Pandemie, wo man einfach gemerkt hat, dass der starke Besuch ist, den ist natürlich weiterentwickelt, auch in der Zwischenzeit. Ein Ziel ist eben, Junker zu stärken, wie der Titel doch schon sieht, natürlich auch wirklich die Resilienzen zu fördern und einfach auch zu gucken, auch am Kader vom Bildungsrahmenplan, einfach auch Aktivitäten, da muss man uns eben für den Jungen gerecht zu gehen. Voilà, das sieht das so am Abbau der Tisch, die wird doch los immer mit rausgehen. Ich meine, hast du die Echtzeit, da sieht auch schon die einzelnen Strukturen, Jugendhäuser, Jugendservice, die beteiligt sind. Natürlich sind auch immer nach weiter Strukturen willkommen, Heimat zu machen. Am Prinzip also wichtig, Teil wirklich über ein einfach kurze Weg auch mit den Jugendstrukturen, respektive mit den Jugendhäusern von einem Kontakt zu kommen. Die nun wirklich auch regional abgebaut, der Tisch, die Gesichtsheillos, geben zum Beispiel am Osten, da sieht halt zum Beispiel schon verschiedene Jugendhäuser, die machen, die sieht, wo sind Schwerpunkte von dem Jugendhaus. Hier wird auch zum Beispiel die obstlichen Jugendarbeit, über die wir noch mehr publik gemacht, die von Kontakt nehmen und dann auch direkt, wer im Jugendhaus kann, Kontakt abholen. Da sind eben auch viele Jugendhäuser, die ich berät erklärt haben, in Open Hour, also so für die Jungen zu natürlich. Du kannst ihn dann über Facebook Messenger oder über Instagram oder Telefon, WhatsApp, wie auch immer, Kontakt mit dem Jugendhaus abholen und einfach mal an ein Gespräch kommen mit dem jeweiligen Jugendarbeiter oder Jugendarbeiterin. Kann natürlich auch gerne Lunch gehen am Jugendhaus und einfach wirklich sur place auch ein Bild von dem Ganzen machen. Weil das bisschen so wolle auch so Richtung Promotion von der Jugendarbeit, von den Jugendstrukturen in Lützeburg. Wie gesagt, das wird nach in Zukunft weiter wissen. Dann Beratungsofferen, auf die wir auch hinweisen, eben auch halt zum Beispiel kann der Jugendhilfe, auf die wir verweisen, Point Info Jeune, wirklich, das soll auch in Zukunft noch weiter wissen, wirklich, da gehen dann eben die Offeren oder die Beratungsofferen irgendwo, die ein bisschen wie weit, die noch so in der Psychosozial, den ersten Teil, das soll mehr Prävention sein oder einfach Open Door für die Jungen und dann werden dann Offeren, die dann natürlich schon an die weit gehen. Und dann den dritten Wolle, die wir haben, das sind Aktivitäten und Projekte, die eben auch da sollen mal exemplarisch durchgestaltet gehen, die Jugendhäuser eben den Jungen auch feiern. Und noch hier sollen eben noch Junge aktiviert, die motiviert, die Matze machen, die nur noch nicht an ein Jugendhaus gehen oder nicht von der offenen Jugendarbeit
an ihren Offere können profitieren. Weil auch hier gucken wir natürlich, dass die Aktivitäten ein bisschen relevant zum Wellbeing und zur Gesundheit und natürlich auch den nationalen Bildungsrahmenplan aufdecken. Das sind, wie gesagt, das sind so Beispiele von Aktivitäten, da kommen alle weiter nach drüber. Natürlich, also wo an der Jugendarbeit so, die Aktivitäten sollen nicht einfach den Jungen präsentiert gehen, sondern einfach ein Offer sind, wo sie einfach auf dem Mann sich keine Sachen angucken. Aktivitäten gehen natürlich auch zusammen mit den Jungen geplant, am Diskurs mit ihnen und auch eben für den partizipativen Gedanken gerecht zu gehen. Voilà. Dann eben eine kurze Mission, wie das eben entstanden ist, was die Idee von dem Ganzen ist. Und dann eine Verweisung noch auf Jugendziele, die auch einmal da wirklich angesprochen gehen. Voilà, und wie gesagt, wie Carol schon sagt, wir geben als frei, wenn da wirklich auch das Sitz auch deren Dele könnt über eher Kommunikationswege, also jugendstärke.lu. Und wie gesagt, wir haben verschiedene weiter Wollen offeren an der Pipeline, die man dann noch an naher Zukunft werden erweitern. Das wird auch mal lohnen, auf dem Site dann sich ja, die ganzen Site anzugucken. Merci. Ist das so, Carol? Nee, merci für nur Leistungen und für das Weiterleben. Ja, merci. Okay, vielmals merci. Dann jetzt noch bei den Échanges kommen wir aber noch einen wichtigen Teil. Das Minister für Bildung und Jugend sind auch gut vertreten damit, dass zumindest den Laurent Bauler und Kim Meyer die einen Beitrag präpariert haben. Ja, ich will das nicht gerne fort. Ich weiß nicht, wie von euch wollt aufhängen. Guten Mittag. Ich gebe aufhängen an dem Kim Meyer gehen für mich mehr spezifische Projekte zu präsentieren. Als Service Jeunesse vom Edukationsministerium hat mir natürlich seit dem Konfinement war relativ schnell klar, wie wichtig dann die Jugendhäuser und Jugendstrukturen, die Jugendservice sind für die Jungen draußen. Und auch Lohn arriver die oder no Hummer mit den Échange mit unseren Service stellen wir das immer fest, das wurde schon ein paar Mal erwähnt. Aber an dem Nass für die Fett für schwätzen zu können, mit einem Mann für sich austauschen zu können, für ein ja, über seine Probleme zu schwätzen oder über seine Motivation oder auch sonst einfach mal wie gesagt, allgemein sich austauschen. Das ist das, was man letzten Échange seit Monaten und auch noch immer mitgedeelt kriegen von den Professionellen vom Terrain. Wir nicht nur das kriegen wir mitgedeelt, wir kriegen auch ganz viel Feedback oder Ideen mitgedeelt, wie ihr die eine oder andere Sache könnt umsetzen und realisieren. Ich meine, Carol und Jerome vom DLJ haben gerade auch ein flottes Site präsentiert, wo wir am Échangement waren, kann der Jugendhalle von super Initiative, die da gemäht gouf. Und es gibt noch lauter der Initiativen dabei sind, wo entstanden sind in der letzten Zeit, die einfach weisen, dass die Sujet aber echt geholget. Und bei uns war noch eine kleine Idee entstanden, und das wäre eine Toolbox für Akteure im Terrain. Und da gibt es dann wird weitergehen und Kim Meyer, den das ganz GIF vorstellen könnte. Vielmals merci. Ich wollte kurz etwas ganz kleines Projekt von uns vorstellen, aber ich will auch noch 2 Bemerkungen machen, zu dem, was bislang gesagt hast. Ein Projekt vom Kanner Jugendtelefon, die Chatberatung. Ja, ich bin echt gespannt, was da für Erfahrungen rauskommen. Und auch das Projekt vom Sarah, ich habe just viel noch abgeschrieben, ich duze dich einfach, du kannst mich auch duzen. Keine Ahnung, ob das Projekt etwas gibt, ich entscheide das nicht. Ich wollte just sagen, dass ich eine gute Idee fand und auf allem, das war ein ziemlich gut, stark auch reflektiert Satz von dir. Voilà. Nur just etwas Kleines, was wir gemacht haben, dass weder die Kamera geht und ich nachher Screensharen, das ist nicht wichtig, weil das einer nicht fertig, also nicht all das fertig, mit richtig gedruckt auf dem Grafiker gesagt. Das ist eine Inspiration Box zum Thema ja, Wellbeing an diesen Zeiten. Das entstand bei uns natürlich durch Feedback vom Terrain, dass es wenig überraschend für all die Jungen oder viele Jungen auch Männer gut geht wie vor dem Lockdown.
beziehungsweise Vincent gibt mir offensichtlich, dass es vielen nicht so gut geht. Da hatten wir Treffen, mir, der Tisch, Leute von unserem Service Jeunesse, hauptsächlich Pascal Woche, an der Woche des CEPAS automat gemacht, mit Leuten vom Terrain. Der Tisch mit CEPASen, SSEen, mit Profen aus der Schule und natürlich mit Leuten von Jugendstrukturen, Jugendhäuser. Und dabei rauskommt etwas, was dir geschwind auch kriegt, sowohl geprint wie auch digital. Das sind einerseits für theoretische Gedanken zum Wellbeing, zum mentaler Gesundheit, und dann aber, was die Hauptidee war, für pragmatische Ideen von kleinen Aktivitäten, die noch unter erschwerten Bedingungen kann machen mit Jungen. Das heißt, entweder ganz digital oder vielleicht auch kleine Gruppen. Weil eng von den Hauptfrauen, die natürlich vom Terrain kommen, ist, wie halten ich den Kontakt mit Jungen, wenn ich nicht mehr kann gesehen, gerade am non-formalen Bereich ist das noch mehr wichtig wie an der Schule, weil ja, das basiert auf Freiwilligkeit, aber wenn die Jungen eine längere Zeit nicht mehr hingehen, dann ist die Beziehung vielleicht futtig. So, ganz kurz noch, ich hoffe, ich schwätze nicht zu schnell. Zum theoretischen Bereich, also ist dir aufgefallen, dass genau 5 Bereiche wichtig waren, die mehr als Feedback-Routen bei den Jungen. Das ist einerseits Sozialkontakte, so just zu allen Bereichen 2 Sätze und dann sind ich fertig. Die Sozialkontakte ist natürlich für allem interessant, weil genau der Generation, wo vielleicht viel geworfen hast, dass sie mehr so rausgehen wie die ELA-Generation, oder dass sie zu viel für dem Bildschirm hängt. Wenn man gesagt kriegt, bleib daheim, bleib hier um Bildschirm und probiere all Kontakt so viel wie möglich zu reduzieren. Und das gerade für Jugendliche wird vielleicht am wichtigsten, als auch Erfahrungen mit anderen Peers zu sammeln. Voilà. Und plus ist auch immer das Feedback kommt, dass in einer gewisser Zeit eine digitale Ermittlung auch spürbar war. Das heißt, wenn die Jungen nach am Anfang ziemlich einfach erreicht wird, war dann auch immer mehr schwer gehen. Der zweite Bereich Bewegungsfreiheit, auch just Satz, bleib du heim, was Motto, was oft vergisst wird, vielleicht zu Lützburg, noch mehr wie in anderen Regionen oder Ländern, ich weiß nicht. Bleib du heim ist natürlich das nie ganz Lied, vielleicht auch ein bisschen für die mehr Lied, die mehr Raum haben wie andere. Aber wenn du heim vielleicht mal mehr sehen, an Platz, Klang, wird das kritisch. Ich will hier einfach just die Jungen, eine junge Frau, ein Mädchen von 15 Jahren zitieren, aus dem Jugendhaus reden, das gesagt hat, das möchte mir alles Angst. Ich finde viel von der Realität, ja, von der ganzen Welt aufgeschnitten zu sehen. Du merkst ja noch, der Digital kann nicht den sozialen, direkten Kontakt ersetzen, egal bei welcher Generation. Dritter Punkt war Schule, besser gesagt Homeschooling. Da ist natürlich auch, wenn bemol Grenzen verschwanden zwischen daheim sind und der Schule sind, zwischen Lehrern und Freizeit und noch Eltern nach daheim sind und doch da vielleicht eine Grenze verschwimmt zwischen Eltern sind und berufstätig, ja, da steigt der Stresspegel. Ich will auch reiches kurz sehen, in Römming, junge Frau, das kann vor 17 Jahren zitieren, so gut Schule fehlt mir. Ich meine, das hat sie ziemlich viel. Die 2 anderen Punkte, innerlich Unruhe, Vertrauensbeziehung, innerlich Unruhe, klar, je mehr Gefahren, je mehr Stress von der Pegel steigt, die vielleicht auch Unruhe ist körperlich, mental, und heißt ist etwas, du kannst vielleicht nicht Barbara sogar noch mehr so wie ich, weil die Jungen war sogar der Hauptpunkt, wo nicht sie selber, aber auch dank den anderen umzustehen. Vielleicht in ältere Familienmitglied oder vulnerable. Weil an der Vertrauensbeziehung, da das natürlich die Perspektive vom Edukateur, vom Prof, wie habe ich Kontakt mit dem Jungen, wenn ich nicht gesehen habe. Und der allerletzte Satz, das war kurz theoretisch, da sind an der Box 30 oder 40 Beispiele, die man so rausgepickt, man hat den Abruf gemacht. Und du kannst dich inspirieren für verschiedene Projekte, die kurz beschrieben. Zum Beispiel Schneifirung Malai, Wuleit Kehlda, Lebriertspiel oder Die Schön und das Biest, das war eine Aktivität vom Jugendhaus Straße. Die geht kurz beschrieben, für die dann auch gerne etwas machen, die final noch Kontakte von der Institution
an jenen Profen an Indikateuren, die gemacht tun, und sie können sich um sie wenden, sodass den das auch kann holen oder immer lehren. Voilà, das war es von mir. Ich hoffe, es war nicht zu stellen, die hat verstanden, weil auch ein bisschen creepy, die mal für den technischen Probleme noch, das ich gar nicht gesehen. Ich gehe weiter und Laura oder Kira. Nee, alles gesucht von ihrer Seite. Okay, vielmals merci. Nee, das war wohl wunderbar. Wir haben alles hören, wir haben alles verstanden, Mensch, was soll drüber kommen. Heinz was eben da besser. Teer den immer wiedersehen. Schlecht Teer dann noch gesagt. Ich meine, wir haben noch bis 5 Zeit für uns auszutauschen zum Thema und auch ob frohe Verbausen, also für Leute, die vielleicht über Facebook gestreamt haben, zu beantworten. Wenn noch Zeit von nach Kommentaren hat oder noch Frohen zu dem, was alles bislo gesucht ging. Wir hatten als gedurcht von Ihnen ein Froh hat, also aus dem Zoom-Kreis, die Kind die vielleicht auch einfach am Chat stellen, aber nicht darauf reagieren, weil das den seine Hand hier, dann haben wir die Konfusion nicht zwischen reagieren, antworten und vorstellen. Ja, ich weiß nicht, ob schon ein etwas will nachfragen oder einen Kommentar nach Gergif machen. Auch die Leute, die bislang noch nicht geschwatzt haben, die können gerne nach etwas sagen. Okay, also die Leute, die 100 Fragen haben, das ist ein bisschen schwer. Mit einer Aufhänge vielleicht dann. Ja. Also just pour Info, den Andreas Heinen, den hat leider müssen gehen, von denen er froh zum Jugendbericht hat, können wir leider nicht unbedingt darauf antworten. Also den anderen hat dann ja, gesagt auch bis Luna nicht so aus, wie wenn ein froh. Schon Info. Wen hat ein froh? Ah, okay. 100.000 Frohen, mehr ich gebe Ihnen Stelle. Ja, merci für die Invitation und für die so viel Info, das mir Kretun haut. Voilà, ich bin Agentur, ich habe am CPAS, Mathe C, ein großes C. Voilà, ich bin ganz froh, die verschiedenen Videos zu sehen. Was interessant ist, als die verschiedenen Points de vue. Ich meine, wir haben verschiedene Messagen, und wenn ich jung wäre, ich weiß nicht mehr, heute, wenn ich rauskomme, wo ich muss mich wenden. Die Chat von wie ich das den Chat, den Chatberatung oder in anderen Chat oder den Helpline oder den CPAS, voilà, das ist von den Remarken, dass wir müssen vielleicht überlegen, von eng Richtung zu gehen. Nicht 100.000, das wäre viel mehr konfus. Den zweiten Teil ist vielleicht ein kleiner Remarque. Ich meine, dass die Idee ist, eine Detabuisation, wenn wir schwätzen über eine Detabuisation, dass wir müssen die Jungen unterstützen. Wir haben heute in Lützeburg einen von den besten Maillage vom Psyen, weil wir haben Psyen an der Schule, nicht wie an der Frankreich oder an der Belgien oder an Deutschland, die sind außerhalb von der Schule. Aber wir müssen das unterstützen, dass wir müssen die Jungen für die ersten, auf den nächsten Teil bei den Psyen von ihrer Schule, den Propos von Sarah, das ist immens gut, dass die Schüler, sie müssen bei dem Psy gehen, wie vielleicht nicht extern, weil sonst, wir machen noch eine Stigmatisation. Okay, der geht nicht mehr bei dem Psy von der Schule, wir gehen bei den externen als 2 Jahre könnt. Aber ich denke, wenn ich mein Bein verbrechen, ich gehe nicht warten 2 Jahre wie bei der Doktor, ich gehe direkt gehen. Und ich denke, das ist immens wichtig, dass die müssen unterstützen, für direkt bei dem Psy zu gehen und dann nicht so viel unterschiedliche Message. Wenn ich gehe gestoßen an der Schule, ich gehe nicht warten, bis ich rausgehe, ich gehe an der Schule selber. So, weil du nur als strukturell den Täter muss eine Aktion gemacht werden an den Täter und das ist das, was wir müssen machen. Voilà. Ich meine, das widerspricht mein Schnitt dem anderen. Wenn ich Sarah Toss richtig verstanden habe, geht es mehr um eine Regelmäßigkeit an eine Präsenz, nicht unbedingt von der Kuh, das ist mir auch präventiv. Also so hatte ich das mal verstanden. Aber natürlich ist das interessant, weil man darüber schwätzt, dass die Foren, die überall gehen, vielleicht könnte gebündelt gehen. Ich weiß nicht, wie die anderen das gesehen haben.
Ja, weil du so vielleicht, weil ich darüber reagieren. Wir haben ein Kind gucken. Wenn ich darüber will reagieren, ist das willkommen. Schengen Genau. nicht viel Telefon zu haben. Ich gebe gerne noch kurz das Lo mit der Petition so und also das ist am Anfang genau das, was die, also stutzen dich, ich hoffe, das ist kein Problem. Das, was du gesagt hast, Kira, am Anfang, dass das durch für das all 2 Jahre eigentlich aufmerksam darüber gemacht wird und präventiv geschafft wird, für Fall sind dann sein Bein während den 2 Jahren irgendwann bricht, dass den dann aber weiß, wohin er kann gehen und dass den bisschen weiß, was den immer der aufhängen soll, sozusagen noch. Ja, das ist das. Vielmals merci. Ja, merci. Barbara wollte auch dazu etwas sagen. Die können vielleicht einfach das Mikro ummachen. Ich wollte nur kurz sagen, dass ich es überhaupt wichtig finde, wenn jemand mit jemandem redet. Es ist vielleicht gar nicht unbedingt wichtig, an welcher Stelle. Also allein, dass der Schritt passiert, dass man mit jemandem redet. Und das verbindet ja auch so die Initiativen. Zu Kanal-Jugendtelefon, denke ich, ist vielleicht das Besondere, dass manche Themen sind oft schwierige Themen, wo sich jemand ja schämt oder nicht traut oder Angst hat, dass dann direkt irgendwas passiert. Und da ist eben so Kanal-Jugendtelefon wirklich niedrigschwellig, wo man anrufen kann, ohne dass direkt jemand aktiv wird. Und das Zweite ist, dass die Mitarbeiter bei Kanal-Jugendtelefon sind ja auch geschult, an andere Einrichtungen weiter zu verweisen. Also sie kennen das ganze Resolux-System. Und das ist wirklich ein ungemeiner Vorteil, weil ich denke, das ist wirklich wichtig, dass man nicht von einer Stelle zur anderen verwiesen wird. Ja, ich meine, das ist auch effektiv wichtig, dass man nicht als Konkurrenz zwischen den verschiedenen Aktionen denken, wie das man einfach, weil gesehen, dass eine Komplementarität gibt, sowohl zwischen einer permanenten Präsenz von Psychologen, Psychotherapeuten an der Schule, aber auch der Fall, vielleicht eine Regelmäßigkeit mal ranzubringen, das ist effektiv besser, wenn ihn direkt den nächsten Tag, wo ihn feststellt, dass vielleicht ein Problem bei da ist, dass ihn direkt hingeht, wie für die Personen, wo das nicht der Fall ist. Also da leben wir also besser nur 2 Jahre wie nie. Ich meine, das gibt schon viele Probleme, ob man es minimisieren oder jeweils noch lesen. Ich sehe aktuell noch kein zweit Pro. Ich weiß nicht, wird vielleicht schon eng. Auch noch ein kleiner Appell für als Zuschauer auf Facebook. Der kann auch ganz gerne früher rangehen. Wir kriegen die über Mikro für uns und dann stellen wir sie direkt. Ich meine ganz, dass das da für dich war, für Scharen nach der Gipfel, dass der für dich tot gehen. Und dann können wir da noch ein zu Ombudsmann kommen. Ja, Part hat, ich war am Gange, mich froh zu schreiben, mit das bisschen also schnell gegangen. Dafür gebe ich meinen Freund vor so stellen. Und zwar haben wir ganz viele Initiativen gesehen für wirklich Prävention, auch zu ermöglichen bei den Jugendlichen. Und ich bin froh, dass vielleicht ein bisschen mehr eine frohe Vision. Das ist also am Parallel von wirklich Symptomen von einer gesellschaftlichen Krankheit, wenn ich das so kann nennen, wenn ich gerade über mentale Gesundheit schwätze, zu antworten, wollen wir oder als aber etwas aus einer Perspektive dafür vielleicht ein Milieu zu schaffen, wo die Jugendlichen sich mehr wohlspüren, aber vielleicht wo dann Männer so Depressionen oder so mental sich unwohl befinden, all eben abkommen. Das ist froh, wie wirklich, war das die Vision für zu gucken, dass wir einerseits Prävention machen, auch eine Antwort geben, mir aber auch gucken, dass das neidisch ist, entre guillemets. Oder ist das überhaupt immer im neidisch? Geht es dann, weil das ist sehr philosophisch vielleicht, ja. Vielleicht will auch direkt den darüber anderen Stief vielleicht so, ob der Jugendtreff geht vielleicht. Ja, also das so mehr schaffen im Terrain, wie das da gesagt hat, das präventiv schaffen, das am Moment fällt das präventiv schaffen sogar teilweise, also mehr versichert präventiv schaffen, wir sind am Moment an einer Stabilisierungsphase, wir stabilisieren, vielleicht immer können präventiv schaffen. Die Jungen, die bei uns kommen und den Jungen, wo wir zu tun haben, die sind auf einem Punkt, wo wir froh sind, dass wir es einfach auf den Punkt kriegen, dass sie
bisschen Stärkungsgefühl haben, also dass sie sich fühlen. Und ich denke, ab dem Punkt kannst du dann an der präventive Drahtschaft noch gucken. Wir werden mehr remarkieren, also was wir beobachten, und Terrain, an der Jugendinfo bei euch selber ist definitiv, dass man im Moment wirklich die Begleitungsarbeit machen, das Rank, Stabilisierungsarbeit, diese mal auf den Punkt zu bringen, wo sie wirklich mal ein bisschen ruhig sind an Gefühle. Ich denke, wenn das also dem ganzen Gekrisel, was hier geschieht, wenn das mal ein bisschen auf den Stabilisierungspunkt könnt, und du die Begleitung der Crew tun, dann kannst du umfangen, dass wir viel mehr präventiv dran zu gehen und nach wie weit zu gehen, denke ich. Voilà. Also so viel mal wie was mehr beobachten an den letzten Dingen, weil ja, der präventiv schaffen, das wichtig. Wir merken einfach, dass die Jungen, die bei uns kommen, das einfach mal ein Point de vue sichern, dass sie mal kommen, wo sie stabilisiert gehen oder wo sie stammen ein bisschen gut fühlen. Okay, vielmals merci. Vielleicht hat noch auch eine Antwort, weil es eine andere Perspektive, ob froh. Vielleicht der Mensch dann, und dann nur den Ombudsmann. Das hat Nandilo gesagt, dass genau der Feedback, den wir quasi all die Jugendhäuser auch kriegen, wo man mit Nackten im Terrain schwätzen, an Jugendhäuser mehr an Service. Die Jungen haben viel Druck an der Schule, sie haben Druck daheim, vielleicht durch die Eltern, weil die Eltern eventuell viel Druck verspüren. Und zum Beispiel Jugendhaus ist dann ein perfekter Platz, wo sie können für einfach mal nennen stabilisieren, für einfach mal auch ein bisschen raufzukommen von dem ganzen Druck, den sie längst tun. Und ich meine, das war nicht so, dass genau das war Sache, also im Moment für mal den Jungen einen Platz zu geben, wo sie können jung sind und dann noch kann ich darüber aufbauen. Und hoffentlich ist das auch schon. Okay, vielmals merci. Ich gehe noch vielleicht Charles Schmidt fort und dann noch mal dann aber auch kein froh mehr Kommentare an über Facebook. Da lesen ich den Dono ganz schnell viel. Okay, merci. Ja, ja, mich. Voilà. Vielmals merci auch die alle gute für Talladung für können Donner Deel zu an dem Austausch an viele Initiative gewollt zu gehen, schon viel beigeleiert, auch über die Témoignagen, die kommen, die Initiative, auch von der Petition fand ich ganz flott, weil sie effektiv auch komplementär gedurcht und vom Hilfe weiter zu destigmatisieren, Anti-DOAs für die psychologische Hilfe, also dass der Besatz wird am Anfang eine Normalität ist und dass der Besatz für den Schnitt braucht, dafür zu schummen und dass der Besatz wird soll eigentlich mehr Access, also Hand drin steht am Anfang froh, wie accessibel als psychologische Beratung, als psychotherapeutische Betreuung. Anscheinend da muss man nur erfahren mehr an die nächste Main für die Wehr zu einem Psychotherapeut oder Jugendpsychotherapeut für den zu vereinfachen. Vielleicht sind das Modelle mit Modell von einem Check oder so, Check-Conseil, Check-Therapie oder so, den als Jugendliche kann quasi anlesen, aus dem Fall oder IVTW von den verschiedenen Entrees, die gehen, dass die direkt quasi können weiterleben und kann der Jugendpsychotherapeut, also über C-Passen, über kann der Jugendtelefon, über einer Service, dass die Misere am Anfang die Jungen können am Anfang dahin, das sind die Demarche auch lang machen, wann ab einem gewissen Alter, wo kann eine Decision, also ab dem ersten Discernement, wie ihr immer seht, bei der Kannerrechter, können selber die Demarche machen, und nicht ob den Akkord von den Eltern, wie sie nicht müssen, von den Eltern Formulären geschrieben kriegen und so weiter und so fort. Das ist auch wichtig, dass den ab dem ersten Discernement kann selber der Frohe, respektiv am meisten vom Service aus, ob man erkannt, mit Senior, der zum Beispiel gibt nur Frohen. Dafür aus die Rechtsperspektive erlaubt man von Stadt ein bisschen mal draufbringen. Vision ist natürlich eine Gesellschaft, die Druck ausübt auf die Jungen. Eine Lützeburger Gesellschaft, die hat für viele Seiten immens viel Druck, diese weitergeht und Kanner und Jugendliche an do als wichtig am von Luft rauszulassen aus dem Kassel. Das ist aber mehr sehr gesund wie gemacht, weil man alle gut die Scherzeit, man einfach die Gutseite von dem
von immens kompetitiven Leistungsstärke Lützeburg kennen und dafür also doch schwer du einfach so rauszuklammen. Ja, das ist in jedem Fall Vision wie die für ein bisschen du am Anfang auf Bremse zu drücken und das aber nicht so einfach an kann auch Jugendliche also nicht die desideieren eben dafür braucht immens es passen wo die Logiken am Anfang können am Fond können die net do wirken. Das sind Jugendheise, das sind Jugendclip, das sind all die Freizeitsport an Spielmäßigkeiten, die in immens wichtig sind, kann der Recht, die kun Recht für Freizeitspielersport an das ist etwas, immens zu viel kommen an du muss man mensch den Fokus auch an den nächsten Moment Europa lehen. Ich meine, das das war zu dem Punkt von den bisschen Rechter da so das just für der war kurz so Schweizer wenn man von der Kanadakonvention Schweizer nicht mehr von Kanada eben noch von Jugendlichen all bis 18 Jahre das gedacht verkehrt geholt mir wann Konvention Schweizer dann immer auch von der junge Leute von den Jugendlichen und dafür sie geht davon aus dass die verschiedene Rechte die du auf dem Plakat sind die hängen all zusammen der Tisch bien-être als Resultat von all den Rechten die respektiert in einer Gesellschaft und dafür ist wichtig dass man auch gesehen kann tut Recht ob ein sichert Umfeld ein Umfeld wo garantiert dass es geschützt geht gegen alle Formen von Gewalt am Mal-Ätre dass es am Anfang dass das wichtig ist dass wir den Schutz auch assurieren und dafür dem Recht vom Kant ob Schutz gegen alle Formen von Gewalt am Mal-Ätre entspricht auf der anderen Seite eine Responsabilität institutionell die Institutionen die Service die kann jugendlich enkadrieren und Responsabilität den Schutz zu gewähren das nur die kann den Schutz zu organisieren mit das den Institutionen für den Schutz der kann zukommen zu losen und an dem Sinn als ein Tabuthema den einfach ugeschwert gehen als das die vom Mobbing vom Harcelement dann ein Tabu den nach Tabu aus der das effektiv den von übergriffischer Kommunikation von übergriffischem Verhalten von so den Violence edukativ ordinär wie Frankreich den Begriff angefordert gehen an Legislation den Sachen die am Anfang zu einer Atmosphäre beidrohen dass auch einer filmisch schlimm Formen von Abus von Harcèlement moral oder Abus sexuell Harcèlement sexuell bis hin zu grave Maltraitance können stattfinden und das ist Mensch wo man jetzt müssen auch der Wurich stellen dass es Plätze muss gehen die an der Sichtweise von den Kanner von Jugendlichen so vertrauenswürdig sind, dass sie nicht brauchen zu fährten für die abzusichern, dass die Independance von den Hierarchien an den Lyceen, an den Strukturen, an den Institutionen, dass die können die Marschen dann dono machen, die notwendig sind für das auch Kanner, die nicht gut geht. Und das bei mir am Anfang beim Okaju eben einfach viel matt kreen, dass es Situationen gehen, du hast nämlich, du schwarz mal mehr von Mal-Ätre wie von Bien-Ätre, aber das sind eben dann auch bei denen, die einfach von Gewalt gehen, einfach von all Formen von Gewalt, so nicht bewusst, dass du die la Premiere von der ersten Stunde an eine Prise en charge psychosozial garantiert wird. Die als Haut nicht garantiert. Das geht nicht durch einen Plan bei der Polizei zu machen, weil dann hast du nach nicht einen, die mit dem Kanter, mit dem Jugendlichen schafft. Und dafür muss man am Anfang als die Prozeduren und die Strukturen und noch die Gesetzgebung gehen, für das es die Beschwerdewege gehen, dass es alle Kanner Jugendliche Eltern, die professionell die Beschwerdewehr kennen, die Prozedur kennen, dass sie vertrauen nun an die Personen, dass die independent unabhängig können hier Arbeit machen, das entgegenwollen, an die können von der ersten Stunde und auch die Prise en charge am Anfang psychosozial machen. Das ist ein Thema, wo ich merke, dass das, und ich würde aber gerne noch ein Feedback von ihr hören, ob ich da richtig leihen, dass das ein Thema ist, den als nicht so sehr wird loslosen, weil das geht immer mehr visibel. Und zum Glück melden sich auch immer mehr junge Menschen zu Wort, die am Anfang darauf weisen, werde ich ganz begrüßen, wo die Erwursen an die Responsabilität von Institutionen engagieren, das für da zu reagieren und etwas Platz zu machen, was dauerhaft ist, aber was gesetzlich verankert ist. Okay, vielen Dank für den Beitrag. Wir hatten nur noch zwei Personen, die Hand gehoben hatten. Ich weiß nicht, ob ihr direkt wollt, ob dem Charles Schmidt seine Intervention reagieren. Ja, Alioun, will ihr reagieren? Ja, ich wollte kurz reagieren. Merci Charles. Voilà, ich will einfach Charles hat gesagt, dass Zeit, dass der Remboursement von Prise en charge Psychotherapeutik geht für die Jungen. Ich unterstütze den dort an der Marsch. Aber ich will auch appellieren, dass an den Schulen
mir lauter Psychotherapeuten, die agréiert sind auch als Psychologe, Psychotherapeuten. Und die Problematik von das an Zukunft mit dem Remboursement, wir haben schon ein Problem, dass für ein Rendezvous zu kriegen bei einem Psychotherapeut, wir sind low bei 10 Wochen. Und das geht mehr demokratisch, mehr billig, das erschwert dann, dass wir kriegen noch mehr lange Delayen. Und das ist eine von der Problematik. Und der zweite Punkt ist für den Moment, wo kriegen wir ein Service Psychologie, den gratis ist, so bei der ONE oder bei der CPASen. Wir kommen zurück, wir fragen etwas, dass wir müssen etwas gratis kriegen, wir haben das schon. Und wir haben die kurzen Delayen bei den CPASen, die Delayen sind plus minus eine Woche bis 2 Wochen für den ersten Prise en charge. Ich meine, dass das, was wir müssen denken, sind verschiedene Niveauen mit den ersten Prise en charge. Das ist immens wichtig bei den CPASen und das gratis und dass die Leute, die kompetent sind, und dann sie können den Dispatching machen. Wir kämpfen nicht für alles bei den CPASen zu machen oder den CPAS mit C, aber den ersten Tri und dann den Dispatching. Ich denke, das wäre wichtig. Wir müssen also auch Service verbessern, wir müssen die Qualität auch verbessern, das immer das auf jeden Fall. Dafür machen wir immens viel Formation kontinue, bieten das für unser Publikum. Aber ich meine, dass muss man nicht denken, dass wenn die Sache gratis sind, wir haben das Problem gelesen, aber vielleicht haben wir noch ein Delay, den mehr lang ist. Gut. Voilà. Merci. Okay, Estanie, die hat ich schon mal lang gemalt. Wenn ihr wollt, ich weiß nicht, ob ihr wollt an die Namensrichtung auch antworten oder etwas Neues an den Grund werfen. Also ich kann beides ein bisschen vermischen. Ich meine, was den Herr Torello gerade gesagt hat, natürlich gibt es eine Vielfältigkeit aus Services und das, was muss geschehen, das Klarheit schaffen, für das Jugendliche wissen, bei wem gehe ich, bei wem kann ich gehen. Ich meine, das, was den aber nicht muss machen, das zu so, wir schaffen nur verschiedene Services auf, weil die Pluralität von Services kann auch eine Plus-Value haben. Das, was den aber muss machen, das zu informieren, dass es die Services gibt, weil ich meine, das ist auch ein Problem, die möchte, dass Jugendliche nicht darauf zurückgreifen und ehrlich mehr bei einem Psychologen gehen, den bezahlt muss gehen, weil das ist, was den am Anfang direkt am Kopf kriegt, wenn ihn dann psychologische Hilfe sicher geht. Also Vergleich den myologischer Pumul an dieser Runde mentaler physisch Gesundheit vergleichen. Ich meine, wir müssen all die Institutionen gucken als Spitäler, die wir haben, an den E-Spital ist vielleicht mehr spezialisiert an der einen Sache, an den anderen Spital an der anderen Sache, mit kann den aber sich und alle Spitäler hier richten, wenn eine Urgenz bist du. Also ich meine, das muss aber an der Kap bleiben. Mit tatsächlich musst du eine Klarheit an eine Sensibilisierung für die Services geschafft geben. Ich wollte aber viertrum noch, ich bin froh, weil ich hat ausgestreckt, weil meine Frau so halb beantwortet war und nicht mehr im Gesund ging. Wir sind an einer Stabilisierungsphase und natürlich sind wir auch an einer Pandemiephase, die Sache noch ganz verschlimmert wird. Aber das Problem war schon viertrum und ich hatte auch viertrum schon das Gefühl, dass wir an einer Stabilisierungsphase die ganze Zeit wären, wo am Anfang die Service, die wir kriegen, für mehr auf uns aufzupassen, nehmen die Kontrabalance aus von einem gesellschaftlichen Druck, wie den Herr Schmidt das gerade erklärt wird, war. Und du weißt, da waren immer dann 100% und dann 0% mehr am Platz, dann die ganzen Zeit aber so einen Rhythmus zu haben, den aber tolerabel ist, also wo ihn wirklich sich wohl spüren kann. Und les aléas de la vie fait que font que on ne sera jamais à 50%, qu'il y aura toujours des hauts et des bas. Das soll auch so bleiben, dass der Mensch, den so gemacht ist, aber dass ihn aber guckt, dass es nicht das, dass ihn irgendwo hier geht, für den Druck rauszulassen, mir vielleicht einfach für zu genießen. Und ich meine, das ist auch eine Perspektive, die man muss schaffen. Und dann zu guter Letzt, das ist für mich auch das Wichtigste, was du meiner Meinung nach aus, was auch den Herr Schmidt gesagt hat, der das wird wirklich Platz vom Jugendlichen an der Gesellschaft geschwatzt, Wahrnehmung vom Jugendlichen. Und ich meine, ein paar Mal an dieser Runde schon gesagt,
du bist wichtig, du sollst dich als Priorität der wohl befangen, als Jugendlichen sollst du als Priorität dahin setzen. Und ich meine, du musst mir als ich fand das gut, dass wir uns alle zusammen ein Kehr treffen, für das auch zu beschwatzen. Du musst mir uns vorstellen, die Gesellschaft, wie sie heute ist, als der Jugendliche wirklich am Mittelpunkt, steht der Jugendlichen am Mittelpunkt. Und wenn ich halt poetisch Kind abhalten, da gebe ich einfach just so ein, wir können nicht einem Jugendlichen so ein Mandat, und wir gehen ihm aber die Platz nicht, und wir lassen ihn das nicht machen. Und ich meine, du weißt, da sind die Diskussionen wichtig, für eure klare Message als Politik, als Jugendorganisationen zu gehen, du bist wichtig, und der Platz ist der Hölz, wirst du auch auf jeden Fall kriegen. Ja. Okay, vielmals merci, Estelle. Soll es kommen noch befroh ran über Facebook? Das heißt, wenn der generell vielleicht nach dem von Ideenbach kurz Wort gehen, da kannst du, wenn der Tolo den du dir konzerniert, wenn nicht immer schnell rüber bei die zwei Frohen an den Kommentar, wo man rüberbruten, aber vielleicht bleibt du noch dann noch Zeit für weitere Diskussionen nach Frohen heute am Zoom. Gute Morgen, für dich wollte ich machen, dass ich heute kann dabei sein. Wie ihr seht, also ich arbeite bei Manji, ich helfe für einen Gesetz zur ELAF d'Enfance zu koordinieren. Und die Debatten, die wir heute tun, und auch all die Projekte, die gerade präsentiert sind, das ist wirklich das, was wir brauchen. Wie der Charles schon geschwatzt hat, all die Probleme, die ihn abgezählt hat, das sind noch die Sachen, die wir diskutieren und die wirklich am Zentrum von dem neuen Gesetz werden stehen. Mit Prävention, klar Beschwerdewehr, klar Aktion zu Hölle und auch, wie Estelle Nelo gerade geschildert hat, das kommt am Zentrum von allen Mesures soll stehen. Und dafür will ich jeden invitieren, mehr Feedback zu geben, bei Konsultationsrunden mitzumachen, dass du als wirklich das, was wir brauchen, für das neue Gesetz zu schreiben und wir gehen uns passt. Merci. Ja, sind nicht, wenn die von natürlich an der Reihe ist, da gebe ich einfach mal froh von Facebook nennen und dann können wir vielleicht auf den Streck kommen, wenn nicht an der zweiten Party, warst du ja auch dabei. Ja genau, gar kein Thema. Okay, super, vielen merci. Ein Kommentar an den Schrank vom Harper Claude, der schreibt, gute Mittag, merci für den Dialog vom Jugendtisch. Ich ging mich freuen für mehr Präsenz von der non-formeller Bildung an der Schule, von externen Jugendorganisationen. Wir können heute viel beitragen zur mentalen Gesundheit von den Jungen. Und heute ist es wichtig, dass Kommunikation zwischen formal und nonformaler Bildung besser geht. Vielleicht will ich schon darüber reagieren, wenn nicht direkt zur zweiten Frage kommen. Ich gehe jetzt pro Sekunde. Okay, ich schenke es nicht. Wann doch, da könnt ihr euch natürlich einfach eine Nachricht am Chat schicken oder auch einfach ausstrecken und dann kommt er dann noch darüber zurück. Die C3 wäre vom Laura Dominici und hat schreibt, wie geht der subjektiv vielen von den Jugendlichen an der Jugendbericht angebaut. Leider aus der Jugendforscher von der Uni lo nicht dabei. Das heißt, wann lo an der Runde sich kompetent fühlt, kapabel op die Frau zu antworten, da gebe ich die Personen verbieten sich zu melden. Wenn nicht mehr die Frau einfach weiter und dann können wir vielleicht nur dem Jugendtisch darüber eine Antwort geben. Ja, Laurent Bauer von der Welt können einfach darüber antworten. Ihre Mikro ist leider noch aus. Leider immer noch. Schließ nicht ab. So, lo einfach. Ja, lo geht es. Ich habe drauf geklickt, mir zu viel. Die zweite Frage, wenn es gibt, wie war die zum Schluss mit Jungen am Jugendbericht? Ja, und sich war so stehen sollten, denke ich, wie geht das subjektiv vielen von den Jugendlichen am Jugendbericht angebaut? Also das subjektiv viele von Jungen, das gibt es qualitativ Interviews mit Jungen angebaut, an dem es vereinzelt Donnerien, die rekrutiert goen mit verschiedenen Partnern von der Uni aus, eben mit einem Ministère de la Santé oder ja, wie war der noch darüber beteiligt, mit verschiedenen Akteuren goen quantitativ Donnerien kollekt.
zu Summegesicht an dünn mat den Interviewen, die mat Joke gemet goufen ergänzt. An die echt froh betreffend dem Zusammenschaffe vom formalen und nonformale Bildung als effektiv eng froh die regelmäßig abkönnt. Da muss aber so da gehört ja doch schon auch Service sozioedukativen zum Beispiel, die dann nonformal arbecht, Jugendarbecht mehr an Lise zum Beispiel soll abbringen. Viele nonformal Service, die mat Jonken Summe schaffen, approchieren noch regelmäßig nonformal Service wie eng mise en relais, zum Beispiel am Cycle Feier 2 oder gin auch schon an Cycle Feier 2 an der Primärschule für sech do awer zu weisen, dat doch nach no der no fundamental Apps gëtt, wo ich kann hi go. Ja, das ist immer mehr für mehr zu machen und besser zu machen und so ein Zusammenarbeit unstreben, dass wie schon so oft du gedeutet hast, die Jungen am Mittelpunkt steht. Weil das selbst die Jungen, die am Lycée ist und an der Schule ist, wie auch die selbst die Jungen, die dann nur an der nonformaler Bildung erfahren. Ja, auf jeden Fall. Hutlo vielleicht noch eng Antwort oder eng Remarque par rapport zu denen bei dem ersten Kommentar, das wird froh, wenn nicht lesen, doch einfach mal schon die dritte 4. Okay, wenn das nicht so ist, vielleicht ohne kurz mit Laura, ich habe auch gesagt, dass der Bericht an der nahen Zukunft der publiziert ging, und ich meine, da wird dann noch sicherlich eine Methodologie-Part, die dran sind, wo vielleicht zwar ein bisschen mehr scientifique Langage wird erklärt gewesen, Donnen als gesammelt sind. Du misst auf alle Fälle eine Antwort finden. Dann zu der dritten Frage, die aus von Kiki Haldin rauskommt. Und er schreibt, zu dem Thema, die Jungen haben noch keine Vorstellungen, wie Psychologen schaffen, aber wie sie können helfen. Wir klären sie mittlerweile viel ab, dass es nicht muss sein, verreckt zu sein, für bei einem Psychologen zu gehen. Hat du vielleicht direkt eine Remarque zu einer Antwort? Ich weiß nicht, ob du Nike ausgestreckt hast, wann nicht gebe ich dem an von der Knall. Ich wollte einen kleinen Kommentar vielleicht machen. Mir habe ganz viel oder das ganz viel darüber geschwärzt, war doch richtig wichtig, dass für die Einzelleute an den Fokus zu setzen, denen es nicht gut geht. Ich wollte aber vielleicht ergänzen, dass den auch mystisch evaluieren, wie ein Jungleute am Umfeld von den Betroffenen können unterstützen. Den aber auch oft, dass dann Freunde, Bekannten ein groß Steib können sie mir oft wissen sie selber nicht, wie kann ich in meinem Umfeld helfen, wie kann ich den beistehen, was kann ich tun oder auch für die Eltern, wie gehe ich mit so einer Situation um. Und ich meine, das sind Elemente, das oder vielleicht ein bisschen überheuert, auch vielleicht war doch nicht gerade der Fokus von dieser Diskussion oder von den Projekten, die bis hier gestaltet sind. Ich meine, das wirklich auch etwas, vor nächster Zeit muss ein Fokus drauf gelöscht werden, weil nicht nur für die Einzelperson ist, mir auch sein Umfeld, wo ihn dann die Unterstützung kriegt, wo ihn eine Basis wird, wo ihn sich aber dann noch fallen lassen und die nötige Zusprüche kriegt, wenn er sie braucht. Ja, auf alle Fall. Ich meine, alle guten die Ideen und alle guten weiteren Punkte, wo du vielleicht noch nicht bei den bestehenden Projekten gedeckt sind immer willkommen. Und ich meine, die gehen noch die Ideen, wie wir in der Zukunft noch verfolgen sollen, wie noch mehr breit da bestehen und sich realisiert und all guten bestehenden Probleme tackelt. Und wenn du willst, gehen Stelle einfach ganz schnell tot. Hey, Adamisch. Ja, okay. Immer durch wohl eine Remarque machen zu der Frau, wo du gestaltet hast, und zwar mit all den Projekten, die du laufen, in anderem von der UNI, von der Knall, auch vom CEPAS ganz viel, probieren wir ja am Punkt da bist von den Psychologen an den Schulen mehr transparent zu machen und so auch den CEPAS an den Schulen mehr attraktiv zu machen und eventuell auch dann so einen Wandel bei den Jungen zu kriegen, dass sie mehr den Durchblick haben, was geschieht da am CEPAS überhaupt, was ist da bist von den Psychologen und so auch mehr abgehen, für da hinzugehen und mehr da hinzugehen, für allem auch am Gärten da hinzugehen und die Schule zu lösen. Und das ist am Punkt mit all den Projekten, die heute laufen, von den etlichen Jugendorganisationen, auch vom Ministerium. Ja, voilà.
ganz vom Ziel du haben drunter genau der froh sozusagen. Okay, vielmals merci. Astel, du hast so ein ganz kurz ausgestreckt. Los, den Hand hochgeholt, willst du trotzdem absurden? Am Anfang hunde eng froh, die ich mal stellen an die Fleisch irgendwie Kind beantworten mir auch ein Remark zu der Froh, die du gerade gestaltt hast. Für uns fangen ich ganz viele Leute mengen, dass es fair für 12 muss sehen für sich selbst sich zu gehen. Und das ist das größte Problem. Also mir auch ein Vertreter vom Kanner Jugendtelefon an, wo mir intern mit Leuten geschwatzt haben, konnte mir immer gesagt, ja, mit der Kanner Jugendtelefon, das wirklich, wenn ich bald Punkt sind für mein Leben noch benannt zu bringen, da kann ich du rufen an ich meine den du nur hin also du nur ja ist auch mit also mir so informiert dann da war es klar dass das nicht der Fall wird da sind sich kann helfen sicher gehen auch beim Kanner Jugendtelefon auch wenn es nämlich fair also auch wenn es noch nicht fair für 12 was sondern das dazu gut wichtig ist und ich meine das auch ein bisschen wie mental Gesundheit auch an den Filmen durchgestaltet wird zum Beispiel Kanner Jugendtelefon gibt oft mit der Link-Telefonik assoziiert wo ihn anruft als was Suizid meinen schädigt und das ist auch ein bisschen wie am Anfang auch an einer Kultur am Anfang die psychologische Hilfe am Anfang durchgestaltet wird. Und zum Beispiel, wenn ihr bei einem Psychologen geht, wenn ihr zum Beispiel an den Film guckt oder so, seid ihr oft an eine Person, die über einen Kanapé leidet und dann anfängt zu schwatzen, dann der Psychologe als absolut nirgendwo gar nicht proaktiv, er lauscht das just nur und dann denkt ihr sich, ja, mir, das bringt ja gar nicht, ich kann das ja so gut machen, indem ich daheim bleibe. Und ich meine, die bisschen die falschen Durchstellungen von den Psychologen, die man an der Kultur haben, muss mal ein bisschen entgehen, wirklich die Sensibilisierungsarbeit machen. Und dann, das ist auch ein Froh, die ich habe, dass wir hören, dass auf einer Seite waren verschiedene Services, die gesagt haben, wir nach Platz, wir nach Sput, wir können nach verschiedene Jugendliche helfen, auch während der Pandemie, aber mir just Angst, dass wir ein großes Fall können, dass wir nicht genug Ressourcen hatten. Und auf der anderen Seite haben wir am Anfang hören, Psychiatrie sind überlastet. Und dafür wäre am Anfang froh, ein bisschen zu wissen, sind Psychiatrien überlastet, weil Jugendliche sich zu spät gehen, weil vielleicht ein Psychiater mehr unerkannt ist oder also nicht unerkannt als mehr einfach als sicher zu gehen, weil das mehr als Krankheit unerkannt wird oder war dann von der Grund aus für was den direkt dann Psychiatrien hört, die überlastet sind, dann auf der anderen Seite aber Psychologen, Therapeuten hört, die aber nach Platz und dann wo nach Luft kann nur wenn das auch ein Freude die in sich vielleicht stellen müsst. Also dir schon mal persönlich stellen. Ja. Okay, bei Fimus merci erst Teil. Sind dort okay, lo mir besser. Okay, Feedback nicht. Okay, ich gesehen dat Claudia Bizzari von der Anni auch Hand offen hat. Wollt vielleicht dazu direkt beifügen, wenn nicht giwisch so und dass man wir haben nach 5 Minuten, da können wir vielleicht noch schnell eine Antwort auf dem ersten Teil froh kreieren, und dann gibt man nur noch auf der Strecke kommen. Das wie der meint. Ja, Maja, ich wollte just kurz darauf hinweisen, dass wir bei der Anni eben auch 5 Videos gemacht hatten mit Experten, wo die Jungen am Anfang können Hilfe kriegen. Und die haben auf den sozialen Medien gepostet, voilà, zum Beispiel mit dem CEPAS, Kanner Jugendtelefon und auch mit dem Ombudsmann. Voilà, für das die Jungen am Anfang ein bisschen wissen, wie läuft das auf, wenn wir da anrufen oder wenn wir uns in die Services wenden, respektive auf welchen Fall kann ich da geholfen kriegen. Voilà, das ist am Anfang dann, was das da doch schon gesagt hat, oft wissen die Jungen gar nicht, wo kriege ich Informationen. Und voilà, da willst du das beifügen. Und voilà, die können auch gerne die Videos gucken, teilen, dass auch mehr Junge die noch gesehen. Respektiv wir noch einen Artikel auf unserem Site jugendinfo.lu, wo am Anfang auch ganz viele Urlaubsplätze abgelöscht sind. Und voilà, wenn der da noch sieht, dass vielleicht da noch andere
fehlen oder mal andere Kontinu noch können aber sie setzen, dass das gerne willkommen. Voilà. Okay, super, vielmals merci. Ich habe gesehen, ja, den Ombudsmann Charles Schmidt wählt vielleicht oder ich weiß nicht, ob noch etwas dabei fügen will oder dem Estelle antworten will. Ja, ganz kurz zu der Sache vom Estelle mit der Psychiatrie. Ich meine, dass die meisten Junker gehen selber von sich aus an Psychiatrie. Mehr oft gehen sie von ihrem Umfeld hinabwurscht, Familie, die überfordert ist, in einer Krisensituation oder eben von den Institutionen an der Schule, wo sie ein Panikattack oder wo auffällt, dass es wirklich dem Schüler ganz, ganz schlecht geht oder an den Institutionen, an der Heimerziehung und so weiter. Und dann geht es, auf Nummer sicher zu gehen, geht eben eine Abweisung an Psychiatrie gemacht, die Ambulanz geht gerufen, voilà, das trägt mit dazu bei, dass da viel dann an die jugendpsychiatrische Behandlung kommen. Das ist aber dann normalerweise auch nicht mehr für eine gewisse Zeit, für zu überprüfen, bis das sich stabilisiert wird. Das wird dann oft medikamentös behandelt. Und dann kommen die Jungen mit der an die Familie oder an die Foyer oder an die Institutionen, wo sie früher waren und so. Und da also etwas, was wichtig ist, was am Anfang fehlt, an diesem System, das ist mehr eine ambulante psychiatrische Begleitung, eine Betreuung, so wie das bei einer Wurst geht. Also gibt es SPAT, das Soins psychiatriques à domicile, was vom Centre Neuropsychiatrie von Nettelbrück. Und das adressiert sich hauptsächlich aber um die Wurzeln. Und da reicht man am Anfang von den verschiedenen Spitälern aus, mobil, ambulant, jugendpsychiatrisch, kannerpsychiatrisch Denkstadien, das ist ja von Mitteln, von Ressourcen, aber das ist aber machbar. Das fehlt ein bisschen an der ganzen, an dem Netz von jugendpsychiatrischer Betreuung eigentlich. Ich wollte just noch den Hinweis darauf gehen, dass das dürfen Schau weiterhin Projektsicht mit Ideen, die im Kader beim Covid auch wirklich können exzeptionell dann finanziert gehen aus dem Jugendbereich, also für die Leute, die das noch nicht mitkriegt tun, sollen noch gucken, noch durch zusätzliche Mittel zu organisieren, wenn sie nach extra spezifischen Projekten machen in diesem Bereich, weil das die auch da passen. Okay. Just für so eine Deadline, die lief dann nächste Woche auf, meine ich. Also die TST, die wollen machen müssen, aber low base Gas geben. Ja, ich kann nicht mehr verhandeln. Nee, natürlich. Ich muss ja aber schon ein bisschen eine Idee haben, und die dann noch ausschaffen. Ich meine aber, dass die meisten Leute, die heute dabei sind, davon auch schon hören hatten, denke ich mal. Also die Jungen vielleicht Männer mit denen, die an einer Struktur 4 Junker schaffen, die haben aber manchmal schon mal gekriegt. Ja, mir holo nach einen letzten Kommentar von Facebook. Lorsqu'un jeune a besoin d'un suivi psychiatrique, il ne faut pas oublier le réel problème qui existe pour obtenir un rendez-vous chez un psychiatre. Pardon. Ja, okay. Ich meine, Charles Schmidt, die hat doch schon gerade über Psychiatrie und so geschwatzt. Ich meine, wir können heilo sowieso das Key von uns mengg den Hai präsent so versiert fir darüber könne genau ab es suchen. Ich meine, wat man könne fast wat man haut diskutiert und as Accessibilität dann überhaupt Information für Junker wat hier mental Gesundheit ugeht, die kennt nach durchaus verbessert gin. Und ich meine, du werde mir auch nur an dem zweiten Teil, wo nicht Schiedfried von Heilo dabei wird sehen, werde man darüber auch sicher noch zu schwarze kommen an auch den Jugendbericht an den Jugendpakt am Hirsch, die werden sicher auch darüber zurückkommen. Ja, wir sind da so noch Schluss gekommen von diesem Teil. Ich so nicht alle gute Filmmuts, merci, besonders den Intervenanten, dass da so viel Input mitgebracht wird. Ich meine, wir könnten nur noch mehr lang weiter schwatzen, weil das Thema das unendlich vast. Aber ja, ich meine, wir haben auch alle gute genug Online-Reunionen für noch mehr Zeit, Zoom zu verbringen. Wir so auch noch, also wir geben nach gern besonders dem Robert Schummer, merci so, den es geholfen hat, mit der ganzen Technik einzugehen. Und Rainer Fickers für die Übersetzung. Und die Guiden an das Gute von der FNAL, weil die hat das noch nicht so richtig gesehen, mit Liam und noch die Equipe, der Mike und Nadine vom Jugendrot und der Rainer, den übersetzt. Wir sitzen alle hier am Home von der FNAL um 20. Dafür hat er es vielleicht auch so gesehen, also drinnen, wenn man mit Schwarzen, ohne dass er nicht von uns tun.
Ja, natürlich ich, die da all gute no gelauscht tut, respektiv eher frohen oder eher Kommentaren man da ist gedeelt tut. Ja, das ist eine interessante Diskussion an die erste River. Also vielmals merci, schönen Abend für die aus dem Zoom rausgehen, die anderen, die dürfen noch 2 Stunden mal das verbringen und noch weiter über Themen diskutieren. Ja. Wir machen aber noch vielleicht eine Mini-Pause oder wir. Ja, so noch ein verschiedene Merci, auch für die Flotpartizipation an all die verschiedenen Points de vue, wo rauskommen sind. Ich meine, das ist wichtig, wie Tirat schon so, das war ja schon nicht den Ende vom Debat über Santé mentale, das war ja auch schon nicht den Anfang. Und wir werden an der zweiten Partie noch weiter debattieren mit den Ministerien und dann wird das ganz so noch weitergehen. Und ich bin mir sicher, dass wir dann noch neben den Initiativen, wo wir schon haut gesehen haben, noch viele weitere Projekte, sei das von Jugendorganisationen, von jugendlichen Individuen etc. gedroht gesehen. Das ist ja vielmals merci auch für die Voice verlosen. Noch einen ganz schönen Tag. Ich hoffe, es wird bleibt der Lohn so gut wie es gerade ist. Schon ein ganz schönes Vue direkt an der Natur. Ja, naja, vielmals merci.